wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorhett. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielt mir noch die Wiener Schal. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorhett. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe die Ehre, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pavlatschen am Montag. Und zwar haben wir heute die Ausgabe 230. Weltklasse. Wahnsinn. Weltklasse, absolut leibend. Grüß dich gut auch von meiner Seite. YouTube, es fehlen, also vorher wieder noch nachgeschaut, vielleicht ist es schon, es fehlen uns genau noch zwei Abonnenten auf 2000. 2000. Dann haben wir es, dann haben wir es. Heute ist jetzt schon wieder länger her, vielleicht haben wir es schon, ich glaube aber nicht. Ich habe am Nachmittag, später Nachmittag nochmal geschaut und sich wirklich. Gut, ja. Nein, drei Abonnenten haben gefüllt. Okay. Entschuldige, 3 Abonnenten. Wir waren auf 1997 Abonnenten. Großartig. Also 300 haben wir 2000 Abonnenten. Ich meine, jetzt muss man sich vorstellen, 2000 kriegst du da nicht einer. Also 2000 ist schon eine Menge. Wird eng. Ist schon eine Menge, ja. Ja. 2000 bringst du auch nicht in der Klause Klaus in Botschenauer ein. Und das geht sich auch nicht wirklich Im aus. Garten. Das 2000 sind schon viele Leute. Mit den Baum noch. Naja, steh. Ja, stehen. Ja. Und richtig einschließen. Zwischen die Baum und so, dann, Ja. dann geht es sich aus. Geht's sich aus. Also 2000 ist schon mächtig. Lauter Waldmännlein dann Ja. doch auch. Ja. Also falls jemand noch nicht abonniert ist, bitte. Bitte, macht uns die Freude. Das war schon Welt. Ich meine, ich sehe es da eh nicht, ob wir dann 2000 erreichen, aber. Und man muss immer sehr vorsichtig sein. Wirklich feiern kannst du sowas, ich meine, feiern, wisst ihr, was ich meine, nicht? Aber wirklich feiern kannst du es erst ein paar Tage später, wenn du es 2005 hast oder so. Genau. Weil, Es ist eine Fluktuation. genau, vorhanden. da kreist du den Haxen aus, also 2000 schaust du das nächste Mal hin und hast wieder 1998. Nicht? Das ist natürlich so. Da kannst du nichts machen. Aber es würde uns freuen, vielleicht schaffen wir es heute. Also bitte, wer noch nicht einen Kanal abonniert hat, bitte abonnieren oder animiert's. Gehen wir. Freunde, Familie, sonst wem. Gehen wir. Ja. Genau, ganz genau. Der Paul Artmann ist im Chat live dabei, natürlich unser Paul Artmann aus München. Servus. Der ganz leibend auf Facebook macht er ja täglich einen Guten Morgen Posting. Und da hat er quasi standardmäßig, was mich wirklich riesig gefreut hat, da hat er standardmäßig drinnen die 16er Buben. Wir haben nichts zum Ausstessen. Das gehört sofort angestoßen drauf auf den guten Ball hat man Das stimmt. Sofort. Patrick, ich schalte um auf die Kamera. Schalten Sie um. Schaut mal gleich um. Na warte, ich mach das anders. Ich mach das jetzt anders. Ich will mich einbüten besser. Warte mal. Da. Zack. So schaut ihn zu. Ja, wunderbar. Und los geht's, und los geht's, und los geht's. Dann gehen wir heute Jawohl. zum Kühlschrank. Zum normalen Kühlschrank, genau. Stockfinster da. Ja, weil der Weinkühlschrank war zu voll. Jetzt haben wir ihn. Ja, es stockt es stockt. Es stockt Ja, Gin hat noch nichts gesehen, passt. Ja. Jawohl. Jetzt funktioniert es wahrscheinlich wieder, ne? Ja, bestens sogar. Ja, Bestens. wunderbar. Da ist er. Schau mal, das kann man jetzt kann ich nämlich da herstellen. Jawohl. Dann kann man dir genau zuschauen. Genau zuschauen beim Rheinriesling. Jawohl. Was haben wir den Rheinriesling? Wir sind ja momentan bei unserem Winzer dauert ist der Manfred Taschler, nicht? Wo wir ja um den Donnerstag auch wieder spielen werden. Yes. Ein Rheinriesling 2023. Ich zeige euch ihn hier. Kann man es lesen auch? Also muss glaube ich näher wahrscheinlich. Oder kann man es nicht lesen? Diesel wird man schon lesen können.
Oh ja, kann man schon lesen. Kann man lesen, jawohl. Na, da hätte ich gar nicht lange umeinander reden, jetzt schauen wir rein, ne, meine Lieben. War gescheit. Was soll ich ausdrucken? Sehr gut. Ich nehme das Glasl da her. Gluck, 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 gluck. Ja, naja. Naja. Da man nicht geht's. Ich glaube auch. Gluck, 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 gluck. Ein junges Weindal 2023. Einmalig. Einmalig. Warte, jetzt schalte ich das wieder aus. Da schalte ich es aus. Das steht da oben. Steht da oben. Sehr zum Wohle. Dann nochmal. Also wie gesagt, das nochmal sagen, der Paul Admann auf Facebook. Hat er jeden Morgen ein Guten Morgen Posting und da sind wir quasi standardmäßig dabei als sozusagen als Empfehlung. Als Empfehlung dabei. Das gefällt uns sehr, ganz, Paul. ganz großartig. Herzlichen Dank dafür. Auf dich Auf und dich. natürlich auf alle Paulacistinger heute auf einen gemütlichen Abend. Jawohl. Oh, gut. Ein guter Klang und draußen fährt irgendeine Maschine auf der Das Dreier ist entlang. nicht Leihwand. No, für Aha. mich war alles da, was ich brauche. Schau, wenn ich so sitze, man sieht wieder, wie wampert das ich bin. Oder wie ungeschickt dieser Sessel ist. Das ist ein Gesundheitssessel. Was siehst gesund ist er. Aber optisch ein Schatz. Rein Klasse. Aber ich glaube im Kühlschrank. He? Ich stelle ihn wieder in den Kühlschrank, ja. Weil sonst wieder. Ich glaube im Kühlschrank. So machen wir das. Ich komme gleich wieder. Der ist sehr gut übrigens. Ich meine, ist nicht so alt, aber wirklich. Das ist auch noch sehr junge Geschichte. Ja. Wir haben noch im Chat, der Raffi ist da, Matthias Mariacher, Susanne Fabra, jawohl. Matthias Mariacher, Mana, no, was sonst? Mana. Mana. No, was sonst? Wurscht. Was sagt Franz, paulacistische Grüße in die Runde. Endgültig aus St. Meidling. Endgültig. Der Umzug ist vollbracht. Vollbracht. Bonsoiré aus dem Elsass mit einer Flasche Pinot Gris. Aber ich nenne an. Das wird die Familie Sass sein, sage ich. einmal, weil die Richtig, sind im Elsass. Sabine Ja. Sass sogar. Aber wieso Bonsoiré? Heißt nicht Bonsoir? Bonsoir? Was jetzt guten Abend gemeint hast. Ja, vielleicht die Oder Autokorrektur. Bonsoiré wäre die Soiree ist ja quasi die Abendunterhaltung, nicht? So das Abendkonzert. Ja, stimmt eigentlich auch. Stimmt auch. Bonsoiré. Also nicht, dass ich da vollkommen falsch aus. Ich meine, ich habe ja schließlich in der Oberstufe Französisch gehabt. Nicht? Also wenn ich mich nicht auskenne, dann. Das war lange her, nicht? Ja. Ja, mich damals schon nicht auskennt, wie es noch ganz aktuell Ja. war. Aber ich habe mir gedacht, Bonsoir, das ist der Guten Abend. Aber die Bonsoiré ist natürlich die Soiree, nicht? So der Salon. der nicht? Salon, ja, Das war so die Soiree bei Tannenbaum. Tannenbaum zum Beispiel gibt es vom Leopold. Soiree. Ja. Ja. Aber aus dem Elsass, mit einer Flasche Pinot Gris, ein Grauburgunder, wie wir sagen. Nicht? Pinot Grigio, wie die Italiener Wie die sagen. Greve Italien klingt besser. Grauburgunder klingt eigentlich am wenigsten schön. Peter Prachtl ist am Start, grüß dich gut. Vom Kaiserstuhl, jawohl. Jawohl, servus. Die Mege ist da, Servus aus München, Servus. alle Paulacierenden. Muss im Hintergrund noch was arbeiten. Sehr brav, Mege, sehr brav. Aus Helsinki. Unser aller Uli Slone Ja, genau. aus Helsinki. Servus. Ui, servus Uli, schön, dass du dabei bist. Eine besondere Freude habe ich wieder über den Markus Volker. Auch ein treuer, ebenso wie der Markus, Landtagsstromer Markus. Auch ebenso eine große Freude. Und natürlich, jetzt hängt die Patrick Fritzl Startkuss, unser grauer Senior. Und Patrick bleibt gleich in der Mut. Ja. Guten Abend zusammen, sagt Daniela Schlegel, unsere Principessa. Jawohl. Jawohl. Ist am Start. Michael Unger, jawohl. Der Maber ist auch da. Also Mittelhessen vollzeitig anständig angetreten. So kann man sagen. Der Franz Bartwein, als auch da. Unser Leibwerker ebenfalls. Servus, Mit grüß dabei. dich gut. Jawohl, na sehr leibend. Susanne Moser aus dem Mostviertel, grüß dich. Peter Voigt. So soll es jetzt grüß euch, Klaus und Patrick vor lauter Rumtreiberei und Fußball schauen. Und unsere Präsenz gelitten, aber jetzt sind wir da. Nicole und Peter und uns gleich Grüß dich. gewaltig. Gott, das ist schön. Immer wenn ich Peter Voigt lese, habe ich sofort einen Lebkuchengeschmack im Mund. Ja. Ja. Ich weiß nicht, an was nicht, das liegt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht. Langsam bewegen mit der Kamera, Franz Brandt. Da mal.
Noch langsamer war es nicht gegangen, da gerät um Mulm. Auf und da. Bonsoir ist die Begrüßung. Der Uli Slonik weiß es schon. Bonsoir ist die Begrüßung. Und Bonsoiré, guten Abend. Wirklich? Ja, Das habe ich nicht, das habe ich aber nicht gelernt. Na, warte mal. Ach so. Oh ja, Begrüßung ist guten Abend, ist Begrüßung, guten Abend, die Herrschaften, das ist die Begrüßung. Bonsoir. Und wenn man quasi einen schönen Abend wünscht, ich wünsche dir einen schönen Abend, na, dann eben Bonsoiré. Habe ich das richtig verstanden? Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Das ist interessant. Der Uli kennt sich aus, mein Lieber. Was weiß denn ich, wie man das schreibt? Bin sprachlich unbegabbar, was hat denn das heißt? Aber gemeinsam. Gemeinsam schaffen. Und der Uli Slonik hat es vollkommen verteidigt, wie du das geschrieben hast, und das sehr gut erklärt. Aber so verstehen das jetzt. Wenn ich dir einen schönen Abend wünsche, dann Bonsoiré. Bonsoiré. Aber wenn ich Servus sage, quasi Bonsoir. Bonsoir. Ich verstehe. Warum eigentlich? Das weiß man nicht. Juré, genau. Ich weiß, ich habe schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Wann ist die Aufzeichnung in München? Jetzt im Juli mal, oder? Daniela Schlögl. Ja, wir sind vom 29. Juli bis 1. August in München. Am 2. fahren wir wieder zurück, Vormittag sozusagen. Ja, Das ist der Freitag, glaube der Freitag, genau. ich. Ja. Also bis 2. quasi. Bis 2. So sind wir in gesehen, München, ja. genau. Ja. Und wir werden es jetzt gleich sagen. Wann fahren wir weg? Am 28. Am oder was? 29. Am der Montag in der Früh fahren wir weg. Ja. Und da können wir gleich sagen, Gehen wir gleich sagen. es wird keine Morgenshow geben diese Woche und auch am Montag, den 29. keine Pavlatschen. Das ist einfach nicht machbar. Wir haben uns für dagegen entschieden. Wir haben uns wirklich dagegen entschieden. Es wird für Schweren uns Herzens. so zu stressig und es wird. Wir wollen uns nicht ruinieren. Es ist einfach so. Nein, es ist viel zu aufwendig. Es ist zu viel zu aufwendig. Wir haben gesagt, nein, warum tun wir es auch? Wir sagen einfach, die Woche ist nichts. Also die letzte oder quasi jene Woche, in der der Juli auf den August stößt, da wird es von uns kein Live. Es kann einen spontanen Wir geben, werden vielleicht euch aber auf aber Facebook sehr, sehr auf dem Laufenden halten, haben wir uns wirklich vorgenommen. Facebook, Instagram, Instagram und so weiter parallel, dass was wir alles tun, wo wir gerade sind, wie wir gerade unterwegs sind. Vielleicht steigen wir spontan einmal ein auf YouTube auch mal zwischendurch oder was. Das wenn werden wir wir bei einer alles halben sehen. sitzen oder was und das Internet passt. Oder wenn es das gerade wirklich hat alles. Aber wir haben schlicht und einfach dann, wir haben wirklich wir haben uns Es ist wirklich- ja und wir haben es zeitlich uns nicht auch, leicht der Plan steht noch nicht so ganz genau, es steht zwar der grober mal, aber erfahrungsgemäß verzögert sich dann alles ein bisschen und so. Ja, aber man muss sagen, also das Es wäre machbar. Also die Morgenshow ist blöd. Die Morgenshow ist wirklich blöd. Ist ganz blöd. Die Montags hätte sich das komplette Redaktionsteam, die haben gesagt, na, wenn sie quasi Wenn nur sie einen das Auftritt macht, hätten wir das ist ihr Auftritt, dann hätten sie sich danach gerichtet und wir hätten auf jeden Hätten Fall sie gemacht, ja. die Zeit gehabt für die Pavlatschen. Aber wir haben jetzt wo machen wir das, wo soll man das Equipment herumzahlen, quer durch München, wir wissen nicht was wann wir haben. Wenn wir ankommen, nach 6 Stunden Autofahrt, müssen wir uns erst einmal erkundigen, wo wir den Livestream Und wo, können. selbst könnte man vorher kommen, dann sagt man, ja, ist dort ein Internet, ein Brauchpreis, dann heißt es, ja, ist eh alles da, dann kommt man Ja. hinein, ist nichts da. Nächste Location suchen oder wo dreimal jetzt, hat irgendeiner mobiles Internet von vielleicht den Kollegen oder von der Redaktion sogar, vom Bayerischen Rundfunk oder irgendjemand von der Filmfirma oder was tut, ein mobiles mit, wo man das auf einen Hotspot einrichten kann. Das wird dann stressig, weil bis um 18 Uhr haben wir dann Aufnahmen und um 20.15 Uhr geht die, also Aufnahmen, Probe. Einstellungsprobe und alles, das kann bis halb 7 nicht dauern und dann wird es bis Viertel 9 ein bisschen eng unter Umständen. Es wird, Und dann war es ja so gewesen, dass sicher der eine oder andere mit dabei war in der Bar, was super lustig war. aber Es ist also für uns, für ein Zwei-Mann-Team, Dieser- ist das Ganze zu kompliziert. Wir haben jetzt schweren Herzens beschlossen, aus in der Woche gibt es einfach nichts. also wir Außer müssen spontan. das Equipment so umeinander tragen, wir brauchen doch einiges an Equipment, zusätzlich zu den Instrumenten, den zwei, und das dann quer durch München, Ja. da bis ins Hotel wieder und so, ist alles ein bisschen Also quer durch die Innenstadt. durch die Innenstadt, ja. Gott sei Dank nicht quer durch München, aber quer Aber durch die trotzdem Innenstadt. 20 Minuten Hatscher mit dem Zeug dann, ne? Das ist, Also Satz uns nicht ab, ja, es wird da leider bitte. keinen Livestream geben, zumindest keinen geplanten. Ungeplanten wären möglich. Ja. Uli ist noch mal perfekt verstanden, aber das nicht, dank der China. Ja. Ich bin ja der Sprachengenie irgendwo. Irgendwo schon. Irgendwie ja. Ja. Franz Brandwein ist aber auch ein Genie. Und Bonsoir B ist eine gute Nachspeise. Ja.
Das ist ja Fiaker, nicht? Wobei Sorbet könnte lassen. Das ist ein Bonn-Sorbet. Aber ist ja wurscht. Wir wollen nicht Haarspalterei betreiben. Der Manfred Kraft möchte ja Sommerferien auch für diverse Körpergruppen. Also servus, grüß euch gut. Grüß dich Manfred gut, Kraft. Manfred. Schön, dass du dabei bist. Servus, ja. Ja, das wird ja doch, was so sein muss, was meinst. Peter Volkleiband, habe ich verstanden. In wenigen Wochen werden in unserer Nachbarschaft die ersten Lebkuchen aufgelegt. Riecht dann so gut auf dem Balkon. Ja, wenn du es so verstehst, ist das schon in Ordnung. Ja. Bravo, Peter Volk. Daniel Schlögl, das heißt, ihr werdet am 2.8. nachmittags bei uns einfallen. Ja, das kommt aber einplanen. Das könnten wir wirklich einplanen, ja. Das kommt aber einplanen. Daniel Schlögl, danke schön für diese indirekte Einladung. Dankeschön. Ich Aber kann euch aber trotzdem leider keine Blunzen liefern noch. Das geht nicht. Das geht leider. nicht aus. Das geht nicht, aber vielleicht kommt sie Das einmal, geht sich nicht aus. doch einmal nach Wien oder irgendwo in die. Das ist. Ja, das wird schon gehen, aber Das müsste schon gehen, ja. das wäre, ich würde sagen, das können wir eigentlich fast schon fix Das einplanen. werden wir einplanen, ja. Nicht? Weil ich muss eh aufs Klo dann. Ja. Weltklasse, machen wir. Weltklasse, Wir fahren ja. da ohnehin, also das wissen wir schon, dass wir dann nach dem Frühstück eigentlich fahren. Frühstück fahren wir, ja, Also genau. das ist schon. Und was werden wir fahren bis nach Steyr? 3 Stunden so Die Mitte ungefähr. wird's sein, ja. Ungefähr die Mitte, ja. Also waren wir eigentlich eigentlich gerade zum Mittagessen. Bald einmal Nachmittag, gell? Ja, vom Frühstücken dann. Ja, Schon. bis wir fahren, ja. Bis wir fahren, bis dann Ja. weg sind, wir sind 10, 11, über 1. Ja, das ist schon. Ich weiß ich nicht. Ja. Ja, das können wir im Das Detail werden wir dann sehen. noch ausmachen. Ja, Weltklasse. Danke, Daniela, da freue ich mich. Danke, ja, ich freue mich sehr. Also, wenn du das jetzt auch gemeint hast mit dem Sinne von, das wäre auch in Ordnung. Also, die wenn sie Daniela kommt. schreibt, ich muss bis 15 Uhr arbeiten. Ja, es könnte ein bisschen spät werden dann. Schauen wir uns da noch zusammen. Ja, das schauen wir uns an. Das schauen wir uns an, wie wir tun. Schauen wir uns Ja. an. Weil, ja, 3. Ja, wir schreiben Wir schreiben uns, ja. Ja. Wir werden das Ski bringen. Ja. Ja, also das war dieser sagen, ja, holen wir. Wie schaust du? Ich bin immer ja. Alles drin, Ja. ja. Wird doch einmal drinnen sein, geht die Welt nicht unter. Ja, so sein muss, aber weißt du, jetzt haben wir das so immer durchgezogen, aber wir haben jetzt dann wirklich gesagt, das hat keinen Sinn. Lieber ausfallen lassen, als wirklich mit sehr vielen Die Unsicherheiten. Ja, eigentlich. ja. Diese Unsicherheiten, was da nicht. und weiß ich nicht, es wird ja dann gut auch nicht, weil du echt gestresst bist und miert bist vom Fahren und von der ersten Probe. Da habe ich gesagt, wir fahren Die ja ersten raus. Regeln. Ja, das auch noch, aber das ist nicht das Schlimmste. Darfst du nicht unterschätzen. Jetzt kommst du da, jetzt wollte ich sagen unterkühlt, aber du weißt, was ich meine. Also, Erhitzt fast. Erhitzt? Wahrscheinlich erhitzt. Ich stelle wieder in den ja, Kühlschrank. danke. Und dann musst na klar, also da ist schon Bier nachfassen eine Überlebensstrategie. Und das kommt auch noch dazu. Momo M ist auch da, Momo M ist Strawberry Matthias, jawohl. Eben noch am Vormittag Jawohl, gesehen. eben noch gesehen und schon wieder da. Ja, aber der Raffi sagt auch, ist okay, no Stress, danke schön. Ja, Wildcat, danke. jawohl, die Wildcat ist da. Gehst du auf Wildcat. Servus. Von lauter Sprachfuß steigen wir auf Bordeaux. Sabine Sass. Oh, was für ein Bordeaux, was für ein. Ja, Bordeaux halt. Bordeaux, herrliche Geschichten gibt es da, herrlich. Ist ein Roder. Das ist an sich, ja. Ja, stimmt, ist eine vollkommen richtige Aussage. Ja. Was? Zum Wohl auf unseren Klaus haben wir jetzt. Jawohl, na, Auf von mir dich. aus, ja, auf mich, ja, auf mich. Den Bordeaux-Kenner. Ja, was? Ja, gut, war nicht falsch. Manfred, gratuliere. Muss ich auch sagen. Das, weil ich kenne ja den Manfred Wein fast, ich muss aufpassen, wie es sieht. Ich schaue aus wie ein, Fast immer nur vom Gespritzten. wie der Du Bud kennst Spencer. aber nur vom Gespritzten. Ich Ja, kenn durch die fast vom Aufspritze, ja klar. weil wir Spülen trinken und gespritzt. Ja, vereinzelt dann einmal ein Achtel zum Abschluss mit irgendwem. Ich kostet ja öfters was beim Manfred, Ja. weil ich trinke sonst meistens nichts. Genau, ja. Dafür das- kostet man immer so ein paar, 3, 4 oft verschiedene, 5. Aber der wirklich gut, wirklich gut. Ja. War herrlich. Ein paar. Aber ich habe noch ein paar Plusstunden, Daniel Schlegel, aber tut da nichts an. Tut Aber da wir nichts werden an, uns ja, noch, wir wir werden werden uns noch da. Wir werden uns da Wir in werden noch Verbindung setzen. referieren. Ja, ja. Wir werden noch referieren. Ja. Wie lange fährt man von Wien nach München? Nur 6 Stunden ungefähr. Nein, Nein, wir fahren ja nicht von wir Wien. fahren nicht von Wien, wir fahren von Patrick Wecker.
von Mistelbach quasi. Klaus kommt einen Tag, also quasi schon am Sonntag zu mir Sonntag. und dann fahren wir gemütlich in der Früh weg. Das ist am gemütlichsten. Aber 6 Stunden ungefähr. Ich rechne 6 Stunden mit allen dran und dran. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Also wenn wir, müssen wir jetzt ehrlich wegfahren. Wir um 16 Uhr sind wir bereits Also? um 16 Uhr in der Maske. Ja. Ich habe Bugel 5 Wir haben um 7 16 Uhr bin ich im Biergarten. Einmalig. Früher noch ins Hotel und so. Einmalig. Gut, da So, brauchen wir nicht lange im Hotel. nein, einchecken, Einchecken, auschecken. Also einchecken. Gewand zusammenpacken und. Ja. Wobei ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht diesmal doch gleich zum Hofbräuhaus zuerst hinfahre, dort das Gewand und die Quetschen alles dort Nee, reinhauen, es war nicht die blöd. Fackeln zu legen und dann fahren wir ins Hotel und gehen einen lockeren Schritt, das luftig leicht. Was du willst dann vom Hofbräuhaus ins Hotel fahren? Dann fahre ich ins Hotel. Ja. Glaubst du, dass wir da nicht schon vorher noch dort nach der Probe oder was? Nein, ich hätte gleich Ach so. als ersten Hinbringen und dann ins Hotel. Ins Hofbräuhaus, alles ausladen, unsere die Jetzt habe ich dich Kostüme. verstanden. Ich verstand so nach der Probe und so weiter. Nein, gleich die Kostüme, alles hinfinden, dort ausladen Ja. und dann gleich ins Hotel fahren und einfach nur die Koffer ins Hotel stellen, ins Auto parken und dann gemütlich hinüberspazieren. Das ist ein Red. Ohne Gepäck. Ohne Ohne ja, Gewand. ich glaube, so können wir. Ohne andere Schuhe und so, das muss man das nicht zahlen So, müssen. Franz M., ganz eine wichtige Nachricht. Ja, Freitag beim Kaufmann geht in Ordnung. Weltklasse. 13 Uhr sind wir. Einmalig. 13 Uhr. Die Meyerhofers, die Sperks, Patrick, ich und mein Munkelein Jawohl. werden dort einfallen. 13 Uhr. Werden uns dort Vorher Check-in in Königsleih. vorgeschwindes einchecken im Hotel und dann werden wir dort, wie ich einander uns sich kenne, werden wir wahrscheinlich dann relativ zeitnah panisch Werde mich zurückhalten. zum, beim Trinken werden wir uns zurückhalten und dann werden wir das Festivalgelände stürmen, um dort unseren ersten Auftritt zu Auftritt um spielen. 17 Uhr. Und den zweiten dann um 23:30 Uhr. Ja. Und das hätte ich gleich sagen, machen wir gleich von Franz M. endgültig und für die Isabella endgültig in Meidling heimisch, wo wir natürlich das Meidling ein. Das ist einmal ganz klar. Ganz logisch. Zu Ehren für Ganz Franz logisch. und Isabella M., Ja, die jetzt wieder Meidlinger sind. Meidlinger. das ist so eine Adi-Tochter. Jetzt habe ich einen Adi gedacht, Ja. die wieder Meidlinger sind und möchte ich bitten, haut eine für unsere wirklich großen Gönner, Fans und Freunde Franz und Isabella M. Haut eine bitte eine organrote Achtel mit den besten Wünschen für eine schöne Zeit wieder daheim in Meidling. Ja, alles Liebe und seid so lieb. Haut eine für die zwei und mir spielt's Meidling eigentlich. In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's ein Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Grad so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfaltare, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon ohne gewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Deshalb weiß man ohne dies. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger
Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das Unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Hill. Der Mädling kennt, der was das ist. Wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das Unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Hill. Jawohl! So schaut das. Jawohl, extra für die Neo-Meidlinger, also die alten Neo. Die alten, ja, die Wiederlinger. Sozusagen. Ja, alles Gute. Alles Gute jetzt wieder. Im Heimatbezirk bei euch eigentlich, kann man sagen. Ja. Weltklasse, Weltklasse. Die Achtel von einer, danke schön. Der Michael Lungerfeld weiß, an welche Musikerkollegen ihr in München treffen werdet. Ich weiß, also aus Wien kommt die Gesangskapelle Hermann. Hermann kommt, ja. Die sind mit uns quasi die österreichische Vertretung. Erst die anderen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Wir wissen schon. Roland Hefter ist, glaube ich, Ich weiß es dabei. wirklich nicht. Die anderen weiß ich Ja, jetzt die nicht. meisten. Ich meine, die Bretelspitzen Kapellen da, Musik, ja genau. das sind immer die gleichen Genau. natürlich. Bernhard Gruber, der Die Bernie treffen wir. Filzer. Ja, nein, Der ist der Tobi Beck ist auch, glaube ich. Ja, der ist nicht dabei. Ist gar nicht dabei. Der ist nicht dabei. Ja, Der ist schau. nicht dabei. Nicht dabei. Dann, ja. Nein, ich weiß nicht auswendig. Ich weiß jetzt auch nicht Ich auswendig, kenne es, glaube ich, die meisten auch gar nicht. Jetzt so in die, ja, der Basti und wie heißt das? Tom und Basti. Tom sagt und es. Basti. Das wird ja ein Gipfeltreffen. Tom und Basti. Ja. Wir zwei treffen auf Tom und Basti Ja, natürlich. ja. Es wird könnte sehr spannend und interessant Ist- werden, glaube ich. Ja. Inwiefern? Wieso? Was glaubst Gute Musiker du? Ja, das weiß ich, ja. und Leiband, die spielen Harmonika, Gitarre und reden beide gerne am Blödsinn und trinken auch ganz gerne ein Bierli einmal und sind recht leibende Typen. Ich verfolge die schon seit vielen Jahren. Mit denen So, will ich nichts zu bitte. tun haben. Das ist ganz klar. Das saufen wir noch und auf keinen Fall. Die zwei, ja. Bin schon sehr gespannt. Jawohl. Jawohl. Morgen muss ich in Österreich-Türkei per VPN auf Servus TV schauen, da es Deutschland nicht läuft. Ja, ich glaube im ORF rennt es auch nicht. Ich glaube also auch, original Servus TV. Morgen ist es. Morgen ist Österreich-Türkei. Naja, das ist natürlich. Der Franz Brandwein sagt schon, ne, brauche ich nicht den Untergang, kriegst jedes Tor auch so mit. Ja? Na, das wirst du dann morgen überhaupt mitkriegen. Ja? Morgen nicht, erst vielleicht schauen wir das sogar, ich weiß nicht. Ich will dann so ein Munkellein aussteigen, aber gut, so Fußball spielen ich auch wieder. Aber ich weiß nicht, das könnte man schon wieder anschauen. Da bin ich schon daheim wieder, ja. Ja. Na, aber das könnte sein. Das ist vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich schaue mir es wahrscheinlich nicht. Wann ist denn überhaupt welche Uhrzeit? Ah ja, wann ist Später oder ist das früher? Ja, oder was? Weiß nicht. Ich bin Nachmittag, habe ich morgen vor, eine gröbere Radtour zu machen. Franz Emmis arg. Am Dienstag spielen Otterkring und Favoriten gegen Österreich. Ist das so arg, ja. Gehört. Ist das so arg. St. Meidling, Rudi Korbes, jawohl. Ja, Rudi ist ja auch ein Meidlinger Bube. Der Rudi. Ja, Rudi, genau, der klar. Rudi ist ja Echt? richtig. Er lebt ja sogar in der Wohnung, in der Elternwohnung quasi, wo er aufgewachsen ist. Ja, der ja, Rudi. genau, Ja, genau. Das ist Richtig, St. ja. Meidling, Jesus. Ja, die Mege sagt das natürlich, glaube ich, jetzt müsst ihr ein Lied über Mödling schreiben. Ja, aber Mödling, wisst ihr nicht, was soll ich über Mödling schreiben? Im Süden von Wien ist eine ganz kleine Stadt, wo mancher sich öfters schon angesoffen hat. Zur Thermenregion gehört ein Stückerl. Es wird kein Hit. Wird kein Hit. Was ich schon jetzt? Also, das weiß ich. Dann schreibe ich gleich gar nicht weiter, wenn es kein Hit wird. Dann schreibe ich es nicht weiter. Erster Versuch, zweiter Versuch, Nein, will ich keinen. Will ich keinen. dritter, vierter, fünfter. Geh mal. Oh, ich kann. Sicher nicht. Aber gleich Ottergänger Lied, Ottergänger Marsch. Oder gehen wir schon Ja, was lange los, nicht ey? gespielt. Jawohl. Gustav. Dort ohne Wehren schon zu winkt,
geht. Die kleinen Häsel stehen so lieb und schön aus längst vergangener Zeit. Dort, wo vertreibt aus den Garten ein süßes Lied klingt und gegen sie zu einer Gemütlichkeit. Wo jeder Trauer sein Glück findet, in heller Sterne noch der Mondschein Luft und Post und gesungen wird, wo man ein Wendel trinkt. Da sind das Herzl springt und es wie ein Madel die glückselig macht. Wo die Mütze und der fesche Hans in grünen Garten dudeln runde wie ein Tanz. Und die Schrammen spülen so voller Schneid, die zarten Schmutzer tanzt der guten alten Zeit. Dort raust in Ottergring lebt Modus alte Wien. Der Hamur, der uns von alten ist, als Erbter blieb. Dort lebt noch Gemütlichkeit, noch unter jetzt im Leid. Dort klingt der Wiener Lied so süß und voller Ähnlichkeit, wo's ein Wendel selig macht und still das Glück dir lacht, wo du an Liedern lässt, das uns der Schramme Hans hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass am Wiener ist, das schöne Stück alt Wien, heißt Ottergring. Ja, doch, da kommt noch Ballett. Das Ballett, ja, in Jodl muss ich eigentlich drauf spielen. Ja, eigentlich schon. Ja, bei der nächsten Mal, ja, genau. Jawohl. Schau, die Maggie. Er hat mir eine Studentin gefunden, die so Fußball versteht. Da habe ich gesagt, yes, I know it exists. Du Schabatik, Finger. Wo ist der Finger? Ja, bitteschön, ja, aber nicht. Wildcat, natürlich ein Wahnsinn. Super Chat, 10 Euro vom Wildcat. Sani und Mutzi fiebern morgen 21 Uhr mit für Österreich. Das war lieb. Roy war schließlich österreichischer Ehrenbürger. Bravo, ja, stimmt. Ja, also um 21 Uhr da bin ich schon daheim. Jawohl. Um 21 Uhr. Wird schon finster. Danke vielmals für Danke. deinen Schmattes. Und natürlich an unsere winophilen Nymphensittiche Sani und Mutzi und auch in Ehren zum Roy. Roy. Ja, fürs Mäusle. Mäusle natürlich Da auch. Ehren, Natürlich. Da sind wir schon so. Karl Föderl, Manfred Graf, ja. Ja. Einmalig. Ja, pass auf, Karl Föderl, da machen wir gleich Potpourri. Ich fange irgendwas an. Machen wir nur ein Potpourri, oder? Ja, machen wir noch ein Föderl hinten raus. Haben wir noch Föderl? Ja, von mir machen wir noch Föderl. Weißt du, wie es fällt? Ich weiß nicht. Der Klassiker im Café Föderl, ne? Hans Moser ist da, Ja. ne? Föderl am Klavier selber im Kaffeehaus, nicht? Der Hans Moser weiß den Anfang nicht von einem berühmten Lied, das ja quasi für ihn geschrieben wurde. Nicht? Da hat immer geschaut, geht Und so so viel. Föderl, ja, die fängt das an, der Föderl sagt, ich weiß nicht. Der Hans Moser schon ein paar Mal, der sagt, du Trottel, sag jetzt mit diesem Lied anfangen. Ja, ich weiß nicht. Ja, und schließlich singt er dann, ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gerne Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wird die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Du den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten grad so gern, als wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hat den Kumpelskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Hey.
ein Dinkel nach Urlaub nach Wien. Den dort wenn's Saustrup am's Wehr statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Leid und beim Weindel, die kriegen alle nur. Hinter am Bahn steht der Bahn, wo macht. Für wieder rauscht ihn wer nicht auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wer leid, wer freit, aber da liegt das drin. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist eins und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort man weg und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringelspiel. Vor 20, 30 Jahren, da war am Knietag noch allein. Da hat's uns nix wie saubere Bullen und saubere Tädeln gegeben. Und uns wo tanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Kleid. Ja, siehst du's waren mit da zum Eis noch kein gesunde Wein. Wo der Riesig hat noch gesungen und das war gewiss kein Pflanz. Kicke, Tanz und Lieder waren wir von den Tädeln gewohnt. Der dicke Pepe Kordel und der Franz, alle drei. Ja, haben's vertanzt und umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Heut geht's mit Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder so, wir sind aus Heu und Stroh. Jo, mir geht's schon ein, da muss ein Föhler sein. Wir lohnen auf der Welt, keiner mehr geht. Aber Fisch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Sein Fahrt, het muss eine Stimmung rein, oder du dich das letzte gehst. Schickt sich ein, brauchst nix auf was man gern hat, denn so jung wie hätte kann man immer sein. Drum schreiben tut's uns nicht verlassen, denn Wien war ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen? Und Gemütlichkeit mit euch dahin. Ich hab schon tot und alles erklärt, drum haben wir unsere Schale gegeben. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, aber wer nicht liebt, wie es mir gern. Deluxe. Mächtiges Medley. Ein mächtiges Medley.
Kann man sagen, die Achtel von eine, danke vielmals. Danke, schön. Ja, mächtiges Mädel. Ja. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Quer durch 6 Tonarten. Die Hälfte der Tonarten. Ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, gute Gelegenheit einzublenden. Den Schmattesbutton, wie man so sagt. Das Schmattesbanner. Wenn es so gut seid und wenn es euch taugt und ihr glaubt, das ist was wert, auch monetär, haut was in den Hut rein. In den virtuellen Hut quasi. Ich nehme noch einen Schluck getrunken. von den Wein erst. Das. Ja, Gut. es ist ja nicht da zur Luftbefeuchtung. Zum Wohle. Schau, Susanne Moser sagt, ich hab Ganselhaut. So bin jetzt außer die Achtleine, wo ich weit geht, man verkauft oder die Kurve ist Weltklasse. Weltklasse, Landesstürmer Markus. Franz Brandwein sagt, ich habe gestern gehört, in den 1860ern war die Rebläuse in Frankreich so schlimm, dass man statt der Trauben auf rote Rüben umgestiegen ist. So ist angeblich der Absinth erfunden worden. Aha, Ja, kann was Wahres dran sein. Ja. Kann was kann dran sein. sein. Ja. Ich habe auch Weil bei uns war es so arg in Klosterneuburg und in der Gegend von Manfred, dass es gab gar keinen Wein mehr, dann ist eben der Riebisl-Wein in der Gegend entstanden. Also als Hauptprodukt dann aus Riebisl. Ja. Alkoholische Getränke gekeltert wurden. Ja. Irgendwas haben sie immer zusammengebracht. Irgendwas zum Aussaufen haben sie immer geschafft. Aber ich glaube, es war wirklich damals ja nicht nur Spaß, Freude am Alkohol, sondern es war, glaube ich, wirklich Überleben, weil das Wasser ja Im Besonderen nicht gesund war. Also man hat noch mehr das Bier nämlich. Nein, also Bier überhaupt, also Bier, Wein, Most Most, und so. Also alles Vergorene. Weil man denkt dann nicht, die Hildegard von Bingen hat ja alle Rezepte, alles macht mit Wein. Genau. Und sie erklärt das irgendwo in irgendeinem Werk, wo sie mich schreibt, weil das Wasser ist nicht gesund. Genau. Das war damals halt so, das Wasser ist nicht gesund. Definitiv. Und jetzt hat man halt in den Städten überhaupt. Ja, genau. Na Ja, klar. da hat es nichts gegeben. Ja, das war nicht so gut. Das Wasser war der Tod, sehr oft nämlich. Ja. Und darum waren alkoholische Getränke ja wirklich wichtig. Also das war nicht, weil heute lacht man und sagt, erst Hauptsache, sie haben wirklich alles. Nein. Sie haben wirklich alles zum Alkohol gemacht. Gell? Aber das war halt ja. Allen voran das Bier war natürlich der Hauptdurstlöscher der Zeit damals. Ja. Wobei man dazu sagen muss, das Bier heutzutage, auch das normale Helle oder das Lagerbier und das Märzenbier, ist heute mehr als doppelt so stark, als wie das damals war. Das waren sehr leichte Biere damals, also vergleichbar mit einem Leichtbier heutzutage. Die haben alle so 1,5–2%, so fast wie ein Radler vom Alkohol, von der Stärke her gehabt. Ja. Muss man außer eben zu den Festlichkeiten gab es dann das Bockbier damals, das war dann damals auch kräftiger. Das war der Stärke. Aber das meiste war eher dünnes Bier, ja. Ein Quasert. Sozusagen, ja. Ja, auf jeden Fall. Schau, Susanne Moser, Schmattes habe ich gerade überwiesen. Prost, Weltklasse. Susanne Moser, ich danke dir herzlichst. Dankeschön. Danke dir. Und den werden wir jetzt wieder ausblenden. Aber wie gesagt, Satz und lieb, haut's was rein. Das finde ich super. Ich habe mir so manche so, schaue dann so Videos nicht bei anderen und dann kommen so Sachen wie, ja, wenn ihr weiterhin wollt, dass ich diesen Kanal führen kann und machen kann, nicht, bitte ich. Und da denke ich mir, erst, Alter, zu. Ich meine, klar, nicht, wenn nichts reinkommt, nichts auf allen Ebenen, ja, dann sagst du, ja, das kann ich nur als Hobby betreiben, aber nicht mehr beruflich, das ist schon richtig. Aber es ist natürlich ein Blödsinn. Also ob was reinkommt oder nicht, wir machen sowieso weiter. Wir machen weiter, so ist es. Aber natürlich wäre es leibend, wenn was reinkommt. So auch ganz offen und ehrlich gesprochen. Ja, genau so ist das. Also wenn aber was der manche dann so, dann weißt du, und es muss schon, dass wir irgendwie leben können davon. Wir leben nicht vom Kanal. Ne? Aber so wie es ausschaut, werden wir davon leben müssen. Nein, es ist natürlich für uns höchst erfreulich, wenn da ein bisschen was hängen bleiben würde. Ist schön. Aber wie gesagt, es ist nicht von. So haben wir letztens gesagt, ich glaube, das haben wir in der Morgenshow besprochen. Ja, klar, weil wir haben ja die letzte Paulaschen war die Publikumspaulaschen. Das war Richtig, vor einer Woche, ja genau. Müssen wir auch noch besprechen, ist wahr. Aber die letzte Woche war so ereignisreich, dass man fast schon vergisst drauf. Ja, jeden Tag. Und da Schlag auf Schlag ging es, ja. Aber da haben wir davon geredet, glaube ich, gell? Vom Sonntag, vom Frühstück mit dem Lentner. Beim Lentner, ja. Wo Kann man wirklich gesprochen, ja, war großartig eigentlich. War super. Aber bis auf ein paar Leute heute. Das war nicht Ja, nicht ein paar Leute, sondern es waren wirklich viele, es waren 160 Leute da.
Und wir haben im Schnitt also weit unter 5 Euro pro Person Weit unter 5. eingenommen. Das haben wir ewig nicht gehabt. Also das ist meistens, wir sind über 10 Euro immer bei allen Konzerten und oftmals sogar, da hat es mir schon um 20er pro Person. Da ist das schon ein sehr gutes Publikum. Aber bei 160 Leuten nicht einmal ein Fünfer zusammengebracht pro Person. Das ist also schon... das heißt, du gehst immer noch mit ein bisschen Geld heim, aber es war natürlich erschütternd. Und was dann aber noch gegangen ist, ich weiß noch nicht, ob wir das in der Pavlatschen geredet haben oder ob wir das dann in der Morgenshow gesagt haben, weil es ging dann darum, nicht, dass wir gesagt haben, das war ein Mörder Gaudi, wir haben ja Zugaben gegeben. Und das haben wir in der Morgenshow mal geredet, ja. Und da haben wir gesagt, nein, wir waren ja euphorisch, die Leute waren euphorisch, wir haben dann eben auch noch ausreichend Zugaben gegeben und wir haben eine Show gehabt, ein Gestudel, war alles leibend. Und da wir haben noch viel länger gespielt haben, weil es wirklich die Leute, die da, für die war es ja, das war so, nein, und für uns auch. Und weil wir gesagt haben, das ist eine Frage der Ehre, ich kann nicht sagen, ihr könnt einen freien Betrag hergeben, zahl was du willst und dann, weil es zu wenig ist, für mich, sage ich nicht, spiele halt weniger. Mehr. Das machen wir nicht. Nein. Das machen wir nicht. Da oben ist die Losung. Man fühlt sich natürlich schon ein bisschen irgendwie, arg, Alter, habe der ist so ein nötiges Publikum, haben wir schon lange nicht gehabt. Wobei ja nicht jeder Einzelne notig war, sondern halt in Summe, es waren wirklich Notige dabei. Okay, aber das ändert nichts daran, dass es ja von Haus aus freigestellt ist, was du zahlst. Du musst gar nicht. Eintritt, mehr oder weniger freie Spende. So. Genau. Und dann kann ich nicht hergehen und kann die Leute bestrafen, indem ich sage, naja, ich habe es nicht nur gezahlt. Weil wenn ich nicht sage, was du musst, dann sage ich, ihr müsst halt umreiben einen Zehner, dann spiele ich vielleicht länger, aber das wollen wir nicht. Also das wollte ich dann noch auch auf diesen Bezug hinbringen, auf den Schmattes. Wir würden uns freuen über wirklich viel Geld, natürlich, wer nicht. Wer nicht. Ganz offen und ehrlich. Aber wenn es darum ginge, dass wir Geld verdienen wollen, da in größerem Maße und unsere Spielfreude und unsere Pavlatschenfreude an dem festmachen würden, dann würden wir ein anderes Konzept fahren und nicht sagen, haut einen Schmattes in den Hut. Genau so ist es. Genau so schaut es aus. Ja. Ja, Dann das macht man das Ganze anders und das ist aber nicht. So Ist nicht schön. Nein, Das ist nicht so, leibend für uns. das ist eine Frage des Das ist eine Charakters. Frage des Charakters. Genau. Und so wenn ist wir schon keinen Wein im Glas haben, dann wechseln sie ich hole einen es sofort. Charakter. Ich hole Sehr es brav, Patrick, sehr brav. Bin schon unterwegs. Da bekommt das Reinheitsgebot von 1500 einen eigenen Beigeschmack. Ja, stimmt, Franz. Ja. Wobei damals der Wein oder das Bier nicht vergleichbar ist mit heute. Ja, stimmt. Ja, Definitiv. das habe ich ja schon gesagt. Hat er gesagt, ja. Der Wein nämlich auch nicht. Ja. Und die Hildegard schreibt aber auch zum Beispiel beim Wein, dass mancher Wein mit Wasser verdünnt wird, komischerweise, interessanterweise. Weil wie war das? Der Rheinwein oder der Mosel, wenn einer von den zwei und der andere nicht. Der Rheinwein sollte mit Wasser verdünnt werden für empfindliche Leute, die viel Hitze in sich haben, weil er kräftig ist. Und der Moselwein ist von sich aus schon wässerig. Oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da ist es Genau, eher einer gegangen, von die den zwei. Leute im Magen schwer. Der eine war sauer, der andere nicht. Glaube ich fast eher. Möglich. Jawohl, schon die Susanne. Kann auch wieder die Mail gelesen. Jawohl. Dankeschön. Ja, was habe ich auch keins? Nix. Ich walte gleich meine Naja, ich sitze da im Trockenen in jeder Hinsicht. Das ist für Zustand. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber das waren nicht andere Getränke, ist ganz klar. Andere Getränke. Das hat mit heute nichts mehr zu tun. Ja, sogar, ich möchte fast sagen, 40 Jahre zurück ist es schon ein kompletter Unterschied. Beim Bier weniger, aber beim beim Wein Wein war es ganz kann ich extrem in nicht. Österreich. Ja, ganz extrem. Die Römer haben nur Schorle getrunken, sagt der Peter Brachtel. Ja, weiß ich, ist es so? Die haben nur Nur Wein mit Spritze Wasser getrunken? gespritzt. Nur weiß ich nicht, Weiß keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja. Aber also die Mischung ist alt, weil es auch das berühmte Gedicht von Goethe, wo er in einem Weinkeller sitzt, ich weiß nicht, ob es Auerbachs Keller war, aber es war ein Weinkeller, und es sitzt ein paar Tische weiter, sitzen ein paar Studenten, und es war früher so, dass der Wein, und da lag es so wirklich an der Säure und so, an der Verträglichkeit, nicht am Alkohol, sondern an der Verträglichkeit. Das war nicht die Weinsäure, es war eine andere Säure. Mitunter, ja. Und da hat man, vor allem, also sensiblere Menschen, aber vor allem auch schon ältere Menschen, haben dann den Wein gern mit Wasser vermischt. Und das war also dann mehr oder weniger so eine Handlung, die eher eben den Alten, den Philistern zugeschrieben wurde. Nicht? Wie man gesagt hat,
Und da ist in dem Keller, da sitzen also an den einen Tisch ein paar Studenten, saufen natürlich in Wein pur, nicht? Ganz klar. Nicht? Da hauen sie das runter und machen sie lustig über diesen alten Herrn, diesen Philister dort drüben, der den Wein mit Wasser mischt. Ja. Und das war der Goethe. Nicht? Und daraufhin hat der Goethe einen Zettel geschrieben, hat es dem Kölner gegeben und gesagt, bring das zu den Wahnsinnigen. Und uns auf dem Zettel drauf gestanden, das Wasser macht stumm, das beweisen die Fische. Der Wein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und weil ich beides nicht will sein, mische ich Wasser mit Wein. Ja, schön, ja. Also selbst schon der Herr Geheimrat Ja. hat einen gespritzten Ich weiß noch, in der Zeit der Römer, des Römischen Reiches, ich habe das Kochbuch des Apicius habe ich zu Hause. Und da steht auch drinnen diese verschiedensten Rezepturen, um den Wein schmackhaft und trinkbar zu machen. Das muss ein derartiges Geschlotter gewesen sein. Ja. Also Honig, Gewürze, Kräuter, mehrmals aufkochen, stehen lassen über mehrere Wochen, Auszüge, und dann kann man den Wein erst trinken und so weiter und so fort. Also schätzen wir uns heute wirklich glücklich mit dem Trepferl, was wir da haben. Definitiv. Unter anderem von unserem Winzer Dauertest der Manfred Taschler Definitiv. mit einem Rheinriesling. Jawohl. Auf dem Manfred und am Donnerstag sind wir wieder beim Taschler. Ja. Meines Wissens Ausgebucht, ja. ja. Es sind schon ein paar, zum Beispiel der Adi Rehberger mit der Nathalie, die sind schon auf der Wartelisten, falls wer ansagt und so. Aber tatsächlich, Ja. ja. Wie gut, das ist ja nicht sehr groß, du, Ja. das ist. Und wir sind froh, wenn ausgeht. Wir sind froh. Ja, freilich, natürlich. Da werden wir wieder was spielen, oder? Was gibt es Schöneres für Musiker als Ja, es war ein ausgebucht? volles Haus, ja. Franz Brandwein meinte, ich hab glaubt, der Jesus hat den Spritz erfunden, Wasser zu Wein und so. Nein. Nein, der hat ja Jesus überhaupt kein hat viel besser, der war überhaupt Pur nicht gemacht. Ein Genie. Aus Wasser Wein. Ein Genie. Ein Genie. Ein Genie. So ist er, glaube ich, auch noch selten bezeichnet worden, aber ja. Der Herrgott Jesus, ist der der Jesus war ein Herrgott- Genie. der Herrgott ist ein Genie. Es ist Aber was er bezeichnet ist, das war das erste Wunder. Das allererste Wunder, Das war was das Jesus erste, ja. bewirkt hat, laut Bibel, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Der hat nicht den Blinden sehen Nein. gemacht. Das ist spannend. Kam alles Das war später. später. Kam alles später erst. Die Lahmenden Die gehen. Namen gehen. Ja, genau. Ja, alles später. Zuerst schau das, was zum Trinken haben. Das ist halt, ja, das hat schon was. Und das war so köstlich. Das war so köstlich. Das war meine, mit deinem Bruder war er in der Kirche einmal. Also, öfters in der Kirche, aber mit, Schon lange. aber diese eine Geschichte, Die eine das Geschichte, war ja, die ist die Predigt, nicht? Von die Predigt Dings. von Pater Waldemar Schulz. Waldemar Schulz, ja. Weil klar, ein Deutscher ein Deutsch, wie man hört, Waldemar Schulz, ein Deutscher in Wien. Ganz großartig. Und da war in der Anlass und unter anderem waren wir dort in der Messe. Und das Evangelium war die Hochzeit von Kana. Also das Wunder, das erste Wunder Jesu, war Wasser in Wein verwandelt. Und der Pfarrer war super. Bei der Predigt nachher nicht, wo er so auf dieses Evangelium eingeht und wie er so anfängt und so. Man muss sich ja vorstellen, also er hat halt mehr Deutsch gesprochen, nicht, aber ich kann das nicht. Aber er hat gesagt, man muss sich vorstellen, jetzt früher war das so, das war eine Frage der Ehre. Das war eine Frage der Ehre, dass also Getränke, wenn ein Fest gegeben wird, dass also da nichts ausgeht. Heute noch so. Essen ist heute auch noch so eigentlich, ja. Aber früher war das ja also wirklich das war ja, heute ist es peinlich, aber früher vergessen. Nicht? Aber da war ja das wirklich eine Schande für die Familie. Und da ist er gestanden, auf der Kanzler war er nicht, aber so quasi nicht. Und er gesagt, das ist ein Wahnsinn, das müsst ihr euch vorstellen. Jetzt ist eine Feier, eine Hochzeit. Alles ist gut, alles ist leibend und auf einmal geht der Wein aus. Und was in Stille. Und dann noch einmal. Ja, stellen Sie sich vor, der Wein geht aus. Heute noch ein geflügeltes Wort zwischen den Brüdern und mir. Stellen Sie sich vor, der Wein geht aus. Das war Weltklasse. Dann hat er noch irgendwas geredet, von wenn das Haus abbrennt oder was nicht. Da hat man versichert. Das ist alles nicht so schlimm. Aber wie schlimm es ist, wenn der Wein ausgeht. Und dann das hat er so 10 Minuten oder das, da hat er sich da richtig eine gehauen in das Thema, hat schon gewarnt halber. Und dann hat er irgendwann gesagt, natürlich hat das auch einen tieferen theologischen Sinn. Und dann hat er irgendwas weitergeredet. Nicht? Aber das war legendär. Stellen Sie sich vor, der Wein geht. Das erste Wunder. Das war im Weinviertel wahrscheinlich. Das kann sein. Da kam nicht der Wein. Also, Ja. Mir ist das ein einziges Mal ist es mir passiert, dass der Wein ausgegangen ist. Mir nicht. Wirklich ausgegangen ist. Ja. Das war bei einem lieben Freund, beim Ralf. Und ich wusste, es geht der Neige zu und er kommt aber nur kurz vorbei. Auf einen Sprung. Ich hatte nur einen Sprung. das war ein junger Bub damals mit 21 Jahren oder was ich damals war. Nicht ganz.
kein Geld, gerade selbstständig gemacht und so. Ne? Und ich hatte nur mehr 6 Botellen Wein im Haus. Und die waren zu zweit zu wenig für 2 Stunden. Ja, ja. Also das war schon etwas überraschend dann auch für mich. Aber das ist ein einziges Mal, ist das mir passiert. Ne? Aber so wenig Wein hat man nicht. Na gut, aber es 6 geht Botellen man damals, theoretisch ja. auf die Schnelle, geht man das in der Klasse auch passieren. Nicht? Weil wenn es blöd hergeht, habe ich gerade nicht Kannst so du viel sagen, ja, also bei mir daheim definitiv nicht. Naja, da auch nicht. Und vor allem, selbst dann bei mir zu Hause ist, also ich brauche nur, Ja. also in Köln irgendwo daneben und ja, so. Es ist, Definitiv. selbst bei mir zu Hause kann er nicht ausgehen. Also Definitiv. Kann er nicht. Geht nicht. Franz M., ein Bottiling gelber Muscatella 23 vom Kummer aus Bodersdorf. Bravo, lass dich den gut schmecken. Lass dich den gut schmecken. Ich nehme einen Schluck vom Riesling. Unwetter in der Schweiz. Marschland, ja, gibt es ja mehr. Wer noch mehr Kummer Unwetter, das ist eine harte Geschichte. Ja. Habt ihr den Tod von Fredel Fesel mitbekommen? Ja, Ja, natürlich. 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 Haben wir sofort eines meiner Lieblingslieder angehört. Mir fällt aber der Titel nicht. Was ein. denn? Und so, das ist die Geschichte, wie er da machen wir gerne in der Kneipe rein, dann singe ich ein paar Lieder. Wie er dann immer besoffen ist, da hält man dann den Eichel und wie er da Ja. was. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass ein Künstler mir neue Schuhe braucht. Kein Mensch gibt da 50 Euro. Ich glaube, der braucht Unmengen an Bier, Wein und Schnaps. Der hat immer so gespielt. Was aber ein guter Gitarrist, der mir dann ein paar andere Sachen gemacht hat, der hat schon gut Gitarre spielen können. Ja. Also, 44 Fußballbeine rasen hin und rasen her. Wenn das Spielfeld ist begrenzt und das macht es besonders schwer. Wie ist denn das gegangen? ich weiß nicht mehr. Manchmal ist auch ein Mann in Schwarz, der hat ein Ding, auf dem er pfeift, und die Spieler sind begleitet, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat er Karten rot und gelb recht gut gemischt und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner trischt. Gott ist da, ist ein Wahnsinn. Er hat alles da. Alles da. Na, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, das war schon in der Folge schon aus. 40.000 auf den Rängen spielen im Gedanken mit. Mancher, der ist so begeistert und gibt dem Vordermann einen Tritt. Am Ende der Meisterschaft weiß man, wer am meisten schafft. Wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Ein Applaus. Danke. Eine Orgie von Achtel. Orgie Bitte von- erst. Bitte schön, das ist mir nicht. Und ich hab früher, da hab ich Der schon Königsjodler. Königsjodler, habe ich großartig. früher. Natürlich. Aber die weiß ich auch nicht mehr. Oder Ein was König gibt es? zum Jagen. Der Anlassjodler ist auch Ja, so was, ja, was natürlich. ich aus in Erinnerung gerufen habe. Ne? Und Das ist natürlich- ein Auto, das nicht fährt, da ist sein Geld nicht wert. Das muss so falsch klingen. Ne? Aber mir ist das immer gefallen. Immer so gespielt. Herrlich. Naja, und dann Ganz ein natürlich, großer, ganz dann ein haben wir natürlich ja großer. ohnehin ein Lied im Repertoire, Genau. was ja der Fredel Fes, also was er gespielt hat, was aber tatsächlich ursprünglich ein Wiener Lied ist, nämlich das Galiziberg-Lied, und beim Fredel Fesel heißt es, weiß ich gar nicht wie. Das Vogelnest, glaube ich, oder so. Ja, es kann sein, das glaube ich. Vogelnest, so irgendwie, kann sein, ja. Ich glaube, ja. Es kann leicht Ich sein. glaube, ja. Das ist meine Heimatgemeinde. Der Michael Unger ist ein Bodersdorfer. Das ist schön, ja. Ja, das ist ein Geld nicht wert. Ja, Michael Unger. Echt gut, Klaus, sagt das ist eine Moser. Danke dir schön. Die Achteln gehen nie aus, weil sagt die Welt geht. Bravo. Fredel Fesel war überhaupt genial. Nicht? Der hat Natürlich. aber 10 Minuten angesagt, der Lied. Also, eigentlich wollte er schon zum Spielen beginnen und dann kam noch eine ganz Geschichte und dazu großartig. Das wird wirklich ein Musiker. Absolut, ja. Und ich meine, der Otto Walkes war viel berühmter. War auch zu Recht sehr berühmt, weil er ein ganz großer Also auch ganz Musiker. großer, Obwohl er beides, ja. eigentlich ein gelernter Maler Am Aller, genau. ist. Also gelernt, ja, Also- es war ursprünglich. Ja, also ja. ist eigentlich ein Zeichner, Maler. Ja, Grafiker. Ein Grafiker, ja. Und ist er, aber der hat halt wirklich seine Fähigkeit des Humors umgesetzt. Und manche mögen ihn nicht, manche lieben ihn, das ist eigentlich ganz klar, aber die sind ja dann oft die Guten. Und Genau der so ist, Fredel ja. Fesel war mehr oder weniger der kleine Otto, ja, von der Reputation her, sagen wir es mal so. Ja. Und auf Bayerisch, also der eine halt der Ostfriese, nicht? Und dann der bayerische Fesel. Und
Und der Fesler war weit mehr in den Liedern. Nicht? Also der Otto Walkes war weit mehr Kabarettist. Schauspiel, das war ein Ganzkörper. Ja, Sachen zum Teil. wirklich, muss man mal sagen, mit Akrobatik oder guter Musik. Wirklich sehr guter Musiker. Guter Gitarrist. Ist er noch immer. Ja. Also, der lebt ja noch. Otto Walkes lebt ja noch. Ja. Und der Fredl Fesler der hat halt mehr wirklich Lieder gemacht. Und hat halt diese Lieder moderiert. Und das war eigentlich dann das Kabarett. Ja, genau. Ja. Ja. Eine bayerische Legende sozusagen, sagt die Susanne Muse, ja, absolut. Was sagt die Sabine Sass? Um Geld, da kann man sich vieles kaufen, auch Spieler, die den Ball nachlaufen. Genau, das war Strophen, ja. Plötzlich Müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit, oh weh, wie mir scheint, doch der Müller schießt daneben, denn er war ja nicht gemeint. Um Geld, da kann man vieles kaufen, auch Spieler, die den Ball nachlaufen. Ja, aber da geht vorher noch was. Ja, ich weiß aber nicht was. Oder das vielleicht, was ich gesungen am Ende der Meisterschaft. Der Ulrich schreibt was. Absolut, ja genau, das habe ich auch mal gehört da in einem Interview. Auf die Frage, ob es für einen guten Musiker schwer wäre, so falsch zu spielen, antwortet er für einen guten schon. Das bei dem Anlass, Jodler, weil du wieder falsch begleitet, da ist es da. Ja, aber das ist ja das. Nein, das muss so falsch sein. Es ist schon lange her. Durch seine. Das probieren wir. Ich schaue, wie Noten finde jetzt da. Pass auf, der Königsjodler. Ja. Den kannst du leicht mitspielen. Ich kenne ihn. Ja, ich meine, aber ich kenne die Melodie, ja. Das geht sicher. Königsjodler. Der Pater Matu, ja, genau, das ist auch das, ja. Königsjodler. Friedl. Na, warte mal. Kurz. So. Das geht da, dass das da nie geht mit dem. Muss da wieder ein paar Sachen dran, da herst. Königsjodler, Tab. Das ist jetzt die Originalversion, die ist natürlich nicht die richtige dann. Erst. Die musst immer alles, aber da sind wir so viele Fenster im Ding. Das ist das, oder das ist überhaupt gleich. Der Satz ist. Je. Ach Gott, aufs Klo muss ich auch. Warte, und der Ball hat, was heißt das? Und der Ball hat einen Sensor drin. Was meinst du damit? Also jetzt beim jetzigen Fußball. Warte, und der heute Leute. Da hat der Ball einen Sensor drinnen. Ach so, wahrscheinlich, ob der wirklich über die Torlinie ist oder was? Ist das der Grund? Ich kenne mich mit Fußball halt so gar nicht aus. Nicht wirklich. Also mit den neuen Sachen schon wirklich gar nicht. Früher hat der Schiedsrichter gesagt, wenn das so ist das so, und inzwischen wird wieder da auch Rücksprache gehalten, glaube ich, mit den Linienrichtern und wieder dann auch angeschaut alles. Nicht? Also gibt ja auch eine Videoanalyse und so weiter und das wird dann herangezogen. Ich glaube, das weiß ich alles noch nicht. Ja genau, Michael Unger, das Pater Matu. Moma! Pater Matu, der Pater Mat, Mata Pater Adam Maya. Genau. Nein, er war wirklich einer der ganz großartigen bayerischen Liedermacher, kann man eigentlich sagen. Weil Volkssänger oder was war er ja definitiv. Hat er auch selber immer gesagt, nein, das bin ich nicht. Kabarettist bin ich auch nicht, hat er immer so gesagt, aber ein Liedermacher, der bayerische Liedermacher. Damals einer der ersten eigentlich, einer der ersten Stunde eigentlich, muss man sagen. Ja, nein, ein ganz großer hat uns da verlassen, definitiv, finde ich, ja. Genau so ist das. Ja, was anders kann man das nicht nennen, ja. Der Ball hat einen Sensor, der ORF einen Zensor. Franz Brandwein. Ja. Das ist klar. Ja, von wem kann das sonst kommen, ne? Klar. So, pass auf. In C-Dur, Patrick. Ist ja alles klar. Ganz viel 5. Ein König ging zum Jagen, es ist schon lange her, in seine schönen Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand und sah, wie ganz wunderbar sein Herzeleid verschwand.
Zwischenspiel. Der König rief den Sänger und reichte ihm die Hand. Er lohne ihn mit Silber, mit Gold und Diamant. Mein Freund, dir ist gelungen, den König zu erfreuen. Zum Dank soll deine Melodie der Königsjodler sein. Oder zwei Stufen. Eine Hommage. Bitte, ich meine, ich kann schon so einen Jodeln an. Schnell kann ich aber mehr kann ich auch nicht. Daher musste hier improvisiert werden. So, jetzt muss ich da auftragen, was ich da. Das ist wurscht, das ist wurscht. Was sagt's? Peter Barter schreibt da genau, dass man um die Uhrzeit fließend Russisch versteht. Ja, das kommt vor in diesem Lied, dem berühmten Lied, über die Musikergeschichte. Ein, zwei Bierchen nach dem Auftritt. Ja. Genau. Bis deppert, das ist Hardcore, sagt Franz Brandwein, ja. Und nur dann ist es richtig. Nur dann ist es richtig. Das genau war so quasi ist es, eine Vorform von Rammstein. Friedel Fesel mit Königsjodler. Muss man echt sagen. Das hat was kennen. Aber jetzt wo wir das Galizieberglied natürlich, also das Vogelnest, glaube ich, wie es im Original ist. Also nicht du im Original, sondern im im Bayerischen hast, ja. Ich glaube, das Vogelnest, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich trocken. Und auch so ein Lied, das ja auch das Lied ins Bayerische geschafft hat, was sehr oft interpretiert wird von den verschiedensten Sängerinnen und Sängern. Unter anderem auch Tom und Basti ist die Wampen vom Moiserwald Ja, das zum stimmt. Beispiel. Ja. Das stimmt. Das ist Ist auch bei unseren Streams Nummer 1. Also Ja, auf ist Spotify. interessant, ja. Und zwar wirklich abgeschlagen. Interessant, Ein paar ja. tausend Streams. Michael Das Salmen sind- und Walter Häuser, ja. Wirklich erstaunlich, das Ja. stimmt. Wirklich erstaunlich. Gefolgt von welcher Nummer? Von der Heißlerfrau. Von der Heißlerfrau. Von der Interessant. Von der Heißlerfrau. Es ist Allerdings wirklich mit einem mit einem großen mörderischen Abstand schon. Mit einem Abstand. Aber ist dann tatsächlich Ja, ja. die zweitmeist gestreamte Nummer von uns. Ja. Wenn schon falsch, dann wenigstens schön falsch. Ja. Bringt das Schnucki auch zusammen? Nein, Peter Bartel bringen wir nicht zusammen. Da haben wir eine Sängerin lang begleitet mit dem Lied. Und das Problem ist, das war eine Tonart, die wir nicht singen. Definitiv, die geht nicht. Aber es ist ein guter Das Hinweis. ist ein guter Hinweis, Weil ja. ich glaube, die können wir uns relativ. Weil das hat der Fredel auch gesungen. Fredel Fessler Schnucki auch gesungen, ja, genau. Ja, der hat es auch gesungen. Ja, oft. Ja, das war natürlich viel. Dings, ja klar. Waren ja nicht immer sozusagen die eigenen. Aber Und ja, nein, das leider nicht. Schau, Blunzenkistel ist am Start, jawohl. ja, Christi Gott, Das ist ein Freiheit. Servus. Sioux Indianer, ein dicker Fett. Ja. Friedel Fessler hatte Parkinson. Ja, am Schluss, gell? Ja, aber die letzten 20 Jahre, da Wirklich bricht so er schon lang? lange schon nicht auf. Ja, sehr, sehr lange, ja. Ja, das ist ein Ort. An dem ist er auch gestorben, wenn ich jetzt mal in die Ja, Fett ich weiß nicht, ob man am Parkinson was aber halt, ja. so hörte. Du, bevor es da umschneidest, weißt du, ich schneide nicht um, ich Ja, schneide bitte. ab. Ich bitte darum, weil wie soll ich denn. Ich gebe mich den Rest des Weines zu Ja, holen. nicht? ja, Das war- sehr gut. Weil wie soll ich denn eine Würdigung von Friedel Fessel statthaft machen? Du müsstest mal Holge trinken. Eine halbe, ja, aber geht schon Wir mit werden das würdig nachholen für den Genau, in München, ja. Ich glaube, da werden einige der Brettelspitzer mithalten. Das bestimmt, ja. Nein, aber wirklich eine Größe. War wirklich eine Größe und sehr sympathisch. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Der Schluckerl, der Schluckerl. Schluck. Schnucki in D-Tour. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir da gespielt haben. Das muss man mal anschauen. Aber grundsätzlich, wir haben so oft gespielt, dass wir es sicherlich relativ schnell drauf Relativ hätten. schnell drauf hätten, ja. Aber nur in einer anderen Tonart. Anderen Tonart, ja. Die passt auf keinen Fall. Na gut, in Ehrerbietung auch nochmal an den Friedel Fessel, Ja. dass das Lied, das er gespielt hat, nur in der Ur-Wiener Variante. Ja, Galizieberglied. ja, aus unserer Heimat. Jawohl, Ottergren.
Neulich denk ich mir, lass dich rasieren und gestern ein wenig spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gestern Galiziberg hinaus. Und wir am Galiziberg kommen und schau mir ein wenig so um, da sieh ich ganz still und ganz calm, ein Vogel ist drum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst das drauf und nimmst dir das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich oben war, was Vogelnest war. Und wie ich am Baum unter sitz, vom Aufgegrölt fürchterlich schwitz, kommt ein Liebespaar versunken in Tran und setzt sich grad unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, weil ich will ja sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab dich so gern, ja du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr in so einer, so allerhand. Sie sagt, ich täte bitte gewähren, ja aber wer soll unsere Kinder ernähren? Aber Geschatzel, ich bin doch ein Christ, na ja und du von demselben Glauben auch bist. Vertrau nur da drum auf den Herrn, ja der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schräg ich oben vom Baum, der Bagage halt streicht sich daheim. Ja, wenn ich oben komme, dann sag ich den Herrn, der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz blass, die haben glaubt, dass der Herrgott schon weiß. Sie sind gerannt über Stock, über Strauch, ich hab mir gehalten vor Lachen, mein Bauch. Jawohl. Jawohl, Fredel, mein Lieber. Fredel Fesler. Schau, dann in der Stube, Fredel Fesler hatte übrigens auch einen Bagger. Wirklich? Woher weißt du das? Bagger oder Hacher? Ah, da schau her. Ja, hab ich nicht gewusst. Woher weiß man das? Ah, Woher weiß man das? Der Wahnsinn. So. Oh, und den. Schau nicht mit drinnen. schon nicht mit drinnen, ja. Schau nicht mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler davor, hörst wie Kinder lachen dann, und das nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachenstein und Trittabschlag und Reimer Hauptmann spielen und sich mit einem feschen Madel hinterm Haus nur arg verkühlen. Das war ein Spaß, das war so Glas, das war ein Gaude, stinkt frei. Aber heute spielen wir nicht mehr mit, wir sind verstoßen wie wir Scheid und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht am Haus bleibt raut. Da hat die Mutter stadtfest geschlafen, da beim Fenster runter geschaut und uns ganz künstlich gefragt: Wo warst denn dummer Bauer, wenn du nicht heimkommst um die Zeit? Hab ich keine Ruhe. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nicht davor, hörst wie Kinder lachen dann, und das nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Einmalig, Karl Odener.
Doku über ihn. Ja, es gab gestern einen Nachruf auf Bayerischen Rundfunk von Willi Astor gestaltet. Von Willi, na klar. Die haben ja auch gemeinsam gewirkt, die beiden. Du, haben die was gemeinsam Ja, angemacht? immer wieder. Ja. Okay, also so, immer wieder mal so. Immer wieder so, ja. Kein Aber, großes ja, Programm, aber Aber Willi Astor. sie waren sich nicht gram, oder nicht bes mit, also sie waren, also, ja. Ja, Willi Astor natürlich auch einer der ganz Großen. Ja, absolut. Absolut. Und auch ein Musiker. In erster Linie eigentlich Musiker. Ne? Er hat gesagt, mit dem hat er nichts verdient. Ne? Da hat er gesagt, Da können wir gleich überleiten noch zu einem weiteren großartigen Deutschen. Ein Ja. Genie durch Genie, und durch. Genie. Helge Schneider für mich. Also das Helge ist Schneider, ja, großartig. 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 Fantastisch. Viel ja. Also es gibt auch Echt, Leute, wirklich Leute. wahr. Und Wirklich da wahr. war ein Freund von mir war beim Helge Schneider, wie er in Wien auftreten ist. Und war eingeladen. Und hat gesagt, ich mag ihn eigentlich nicht. Ich mag ihn eigentlich nicht, den Helge, hat der Freund gesagt. Ne? Oh. Aber ich bin eingeladen worden und habe gedacht, gut, ich gebe ihm das. Und dann hat er gesagt, das war ein Musiker. Und er hat gesagt, das war so spannend, weil ich sitze dort, es kommt zum Auftritt von Helge Schneider. Und das Ganze war 5 Minuten, ist er einfach nur zum Klavier gegangen. Langsam. 5 Minuten lang. Und dann war er beim Klavier und hat gesagt, nein, doch nicht. Und ist wieder zurückgegangen. Und er hat gesagt, du, in dem Moment, ich habe so lachen müssen. Er hat gesagt, ich weiß nicht warum, ich weiß wirklich nicht, wo die wirkliche Pointe war, aber er hat gesagt, ich habe so lachen müssen. Und ab dem Moment war dieser Abend für ihn nur mehr leibend. Der hat nur mehr gelacht und musikalisch natürlich ein Wahnsinn. Und auch Helge Schneider, der hat das auch gesagt, der hat gesagt, du, ich bin Jazzmusiker. Jazz, Ja? Und ich habe Konzerte gespielt und irgendwann bin ich draufgekommen, dass die Leute einfach diese Moderation, Die Moderation dazwischen- interessanter finden als das, was ich spiele eigentlich. Nicht? und dadurch ist es halt immer Das mehr. ist immer mehr geworden, Ja, der Helge Schneider. Ja. Wolfsbiker Tour TV. Grüß dich Gott, Aber- servus. Grüß dich. Weltklasse. Muss ich jetzt auch herausheben. Wolfsbike und Tour TV muss ich herausheben. Heute, 1. Juli, mit heute, hat er einen Schritt gewagt, den nicht viele gehen, weil sie sich nicht trauen. Aber ich glaube, er hat etwas gemacht, wo du wirklich sagst, ja, da ist jetzt die Berufung endlich zum Beruf geworden. Der Wolfsbike on Tour TV ist ja einer der, möchte ich sagen, nach 1000 PS der österreichische wichtigste Motorrad-Influencer, wenn man so sagen will. Vor allem also was Motorradreise betrifft, Reiseenduros, Reifentests, wirklich sehr, sehr erfolgreich, also im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und war immer Sportjournalist bei der Krone. 30 Jahre oder 35 Jahre oder 40 Jahre. Jahrzehnte. Ja, Sportjournalist bei der Krone. Und seit heute ist er hauptberuflich Wolfsbike und Tour TV. Und das ist, da möchte ich dir gratulieren, Wolf. Da möchte ich dir gratulieren. Große Gratulation, ja. Wirklich. Und ich glaube, das ist vollkommen richtig, was du da machst. Vollkommen richtig. Das Leben ist so kurz, um wirklich auf etwas zu verzichten, wo man eigentlich ja weiß, das ist es. Und natürlich einen relativ sicheren Job von der Krone aufzugeben für die unsicherere Variante, aber natürlich die groß. Wenn man dafür brennt, ist das die größere- richtige Variante. Und da Absolut. gibt es nichts anderes. Das Absolut. ist definitiv so. Absolut. Ja. Also was kennt man? Also spielen wir die Bonnie. Die Bonn, Da spielen wir jetzt die Bonnie selbstverständlich. zu Ehren von Wolfsbiker Tour TV. Selbstverständlich. Weil man, das ist Weltklasse. Weltklasse, ich wünsche dir alles Gute und ich möchte Alles toi dafür. Ich möchte auch da bitten, der Uli Slonik hat schon Achteln rein. Ich möchte euch bitten, alle miteinander, haut eine mörderische Orgie an rote Achteln für Wolfsbiker Tour TV, für sein Projekt, das ohnehin schon jahrelang rennt Ja. und sehr erfolgreich läuft, aber dem er sich jetzt mit seinem ganzen Wesen widmen will. Er hat dieses Video, wo er das jetzt gesagt hat, oder genannt, Herz über Hirn. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob du das Kommentar schon gelesen hast, ich habe das eigentlich korrigiert, weil ich glaube, die Entscheidung ist mit Herz und Hirn gefallen, ja genau. Das ist also das ist absolut leibend. Hat eine bitte rote Achteln für Wolfsbike und Tour TV für eine wirklich erfolgreiche, dauerhafte Geschichte mit seinen Reiseblogs, Reisevlogs und Motorrad-Testberichte und was es noch so alles gibt. Man sieht am Jahr ohnehin auch auf 1000 PS immer wieder, wenn es eben um Reiseenduros geht, weil da ist er in Österreich der Mann, der sich auskennt. Und ja, deswegen, schau, kommen schon die Achteln, bravo. Ja, da kommen schon die Achteln. Yes, so stimmt das. Jawohl. So stimmt das.
Helge würdigt nur in Helge, die Daniela würdigt in Helge ebenso wie Susanne Moser. Ja, ist wirklich ein Wahnsinn. Und jetzt da führen, also zu Ehren für den Wolfsberger Tour TV, die Bonnie von Piron und Knapp. Also heißt ja nicht die Bonnie, sondern der Moped-Star. Ja. Aber man sagt halt die Bonnie. Ja. Was ist denn die G, gell? Gustav, ja. In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen. Auf vielen Minenstraßen Nummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped hupen. Schon sind die Puppen wie die Wilden vor der Tier. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue, weiß lackierte Bonne. Mit der wäre ich jetzt zum zeigen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das Betone. Du schmeißt dir auf die Puppe, jetzt gehen wir's an. Du streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12er Haus. Erst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Der wegen der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man so Auspuff really so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht ein Zeitungsstandl. Da bin ich mit einem 20er Tempo reingebrast. Der Zeitungsstandler, der schaut rein wie der Fernandl. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt ein Kurier. Die nächste Kurve ist dort vor bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich mit Raumdenken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie ein Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Darum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbelhund die Lederputzen frei. Ich fahr eine super Fahrt mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Baum, den Scheibezaun, der hat Letten. Jetzt ist mir vor der Radl hin, die fuhr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen gleich der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emelierter Kiebe. Den haben sie von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiebe fällt mir auf die Birne, ich hab einen Diebe. Jetzt nimmt's den Kiebe weg, da sieht man nichts damit. Jetzt lutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist Schäber. Das war alles, und wie ich aufgewacht bin, in ein Spital ist mit drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, ja was war's ja denn Belohne? Meine Hände können da sein, nur das Moped muss noch da sein. Meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Jesus, hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Jawohl, Ein lieber gutes Wolfsbeck und du hast. Und ein gutes Zeichen, aber die Ehre. Gehst du? Also, Nein. Ja, Gratuliere ihm. Danke. Ein wunderbares Ja. Fehlerfrei. ja, fehlerfrei. Das ist ein gutes Omen für die Entscheidung für das Projekt Das glaube ich auch. Vom Wolf. Das glaube ich weil auch. Dieses Lied fehlerfrei dargebracht bedeutet, das wird's, das ist leibend, das passt. Das haut hin, was ist jetzt da? Da bist du aber auch nur weil die Fehler, das ist alles auf Kamera. Das macht Tut ja mir leid, nichts. das sehen, die Menschen sehen das. Können Sie ja sehen. Wie du mit mir können es sehen. Der Reinriesling ist wirklich sehr gut, ja. Das kann ich nicht auflassen. Das Sitze da. Das Schluckerl hier. Prost. Danke. Das ist ein Clown. Zum Wohle. Ein Clown. Auf euch. Bravo auf euch, jawohl. Blutzengissel auch dabei mit den Achteln. Uli Slonek, Wildcat, Manfred Kraft, Fritzel Startgus, Landtagsstürmer Markus Franz Brandwein, Susanne Moser. Jawohl, hauen alle eine für unseren, So gehört das. für unseren Wolf. Ja. Jawohl. Sehr, sehr leibend. Super von euch. Ja. Ja. Super, Weltklasse. Nein, und mich freut sowas wirklich, weil es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mich bestätigt, nicht jetzt dein Erfolg, den hast du allein, aber mich bestätigt es insofern, dass eben diese neuen Medien einfach wirklich nicht zu unterschätzen sind, was da möglich ist. Aber der Wolf wird es bestätigen können, genauso wie eben wir
am Ende des Tages auch bei den neuen Medien gewinnt nur der wahnsinnig verarbeitet. Der was tut, ja, genau, so ist es. Also es ist nicht so, dass man nichts mehr tun muss, dass das alles von selber rennt. Das spielt es leider gar nicht. Es ist irrsinnig verarbeitet und ich glaube, das war auch einer der Gründe von Wolf, wenn er gesagt hat, na gut, irgendwann, wie es ja bei uns auch war damals, Jetzt muss ich mich entscheiden, entweder mit irgendwas muss ich aufhören, weil es wird zu viel und ich nähere mich einer Stresssituation, einer Überarbeitung, vielleicht sogar einem Burnout und das will ja keiner, also muss man entscheiden. Und wir haben eine ähnliche Situation gehabt vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, ja. Genau so war es. Definitiv. Wie man Berufsmusiker war. Da war es genauso, oder? Es war sich einfach beides nicht ausgegangen bei mir, nachdem ich ja voll als Pfeifenmacher tätig war und gerade auch wirklich viele Aufträge hatte, vor allem auch was Reparaturen anging, in ganz Österreich, darüber hinaus, bis Schweiz. Ich bin den ganzen Tag in der Werkstatt gesessen und am Abend spielen gegangen. Und nebenbei wollten wir noch proben und andere Dinge auch noch machen. Das war auch beides war zu viel. Teilweise Aufträge für Messen gehabt zum Arbeiten, dann hätten wir wohl spielen sollen. Dann habe ich am Wochenende in der Nacht, einmal habe ich das gemacht, ein paar Mal. Nach dem Auftritt bin ich noch in die Werkstatt gegangen und habe noch bis 4, 5 in der Früh dann noch fertig poliert oder was vorbereitet für die Messen und so weiter. Da habe ich irgendwann gedacht, nein, das geht einfach nicht mehr. Das geht nicht, ja. Nein, da wirst du hin. Und bei mir war es ähnlich, ich habe keine Werkstatt gehabt, ich habe eine Firma gehabt, nicht? Aber also für Kommunikationstraining, Verkaufstrainings, Seminartrainings, so Sachen damals, wie das noch nicht so populär war. Ja, genau. Das waren also Anfangszeiten. Und das war das Gleiche, nicht? Da war einmal irgendwann haben wir uns entscheiden müssen. Machen wir das Hauptsache oder wir lassen es ganz sein. Und wir haben dann gesagt, weil beim Wolf das war mit Herz über Hirn, wir haben gesagt, naja, das Geld haben wir, also mehr Geld haben wir verdient als mit unseren jeweiligen Berufen. Damals ja, definitiv. Und es war so, das war ja alles erst noch im Aufbau. Das heißt, wir waren schon positiv von den Bilanzen her, obwohl wir noch im Aufbau waren. Also das hätte ja alles noch sich entwickelt. Das ging bei mir überhaupt sehr schnell. Der Steuerberater war ganz erstaunt. Im zweiten Jahr, wie das schon, habe ich schon schwarzes Zahlen geschrieben damals. Ja, ich war schwarze Zahlen, nicht was ich war hoch, aber ich war tatsächlich... Ich habe tatsächlich, glaube ich, wirklich nur das allererste Minusjahr gehabt, glaube ich. Das allererste Jahr war ein schwaches Minusjahr. Aber dann haben wir uns überlegen müssen, er hat jahrelang immer gesagt, warum hast du eigentlich ganz aufgehört mit dem Dings? Verstehe ich gar nicht. In der Zwischenzeit redet er nichts mehr davon, nicht? Wer? Der Steuerberater. So, jahrelang hat mich hat immer gefragt, wie wir uns getroffen haben alle. Nicht? Also, du musst noch aufgehört mit dem überhaupt mit dem Pfeifen. Jetzt sagt er nichts mehr. Ja. Ich meine, es ist natürlich, wir haben dann schon, wir haben gesagt, pass auf, wenn wir das machen, dann ist es ein finanzieller Rückschritt. Nicht? Also eben, weil wir jetzt reden mit Herz und Hirn. Nicht? Also wenn ich jetzt rein vom Verstand her hätte gesagt, naja, bitte, dann lass die Musik, das ist kein Job. Nicht? Aber natürlich, da war schon unsere Leidenschaft drinnen. Absolut. Und wir haben halt dann gesagt, naja, wenn wir jetzt da, aber die Zeit, was wir jetzt in unsere Unternehmen hineingesteckt haben, in die Musik stecken und ins Markt, also in das Geschäft. Auch, also nicht genau. In die Musik, es nutzt ja nichts, wenn du daheim spielst, nicht? Im stillen Kämmerlein. Du musst schon aussehen damit, nicht? Aber du musst versuchen, dich zu vermarkten auch. Und wenn wir die Zeit da einstecken, müsste das eigentlich auch funktionieren. Und mit dem, was wir jetzt verdienen, müsste man eigentlich einmal grundsätzlich zurechtkommen. Also finanziell zwar ein mächtiger Rückschritt, aber nicht in die Hungerphase, sondern wir haben gesagt, ja gut, wir können uns einmal da halten. Ja. Und wesentlicher Aspekt war natürlich, ich habe dann alles verkauft, was wir irgendwie gehabt haben oder sonst was, und waren damit dann auch schuldenfrei. Also wir sind dann in den Berufsmusikerstand eingetreten mit zwar weniger Einkommen, aber ohne Schulden. Ja. Und doch über den Kopf für jeder. Also nicht, gut, das ist der Mietwohnung gehabt, damals eine aber Mietwohnung ist ja wurscht, aber die war drinnen. Also das ist so ausgegangen. Aber zum Beispiel die Anzahlung, das Ganze, diese... Meine Firma war, das war alles schon bare, alles angezahlt, alle Maschinen, alle Drehbänke und alles, was ich habe, Polymotor, habe ich nach wie vor. Das hast du immer, die Ausstattung hast du. Klar. Nicht alles mache Sachen, aber hergeben, was ich gerade, okay, klar, von denen trennt man sich. Aber ich könnte eigentlich anfangen, wenn ich wollen tät. Ich kaufe halt nur eine Drehbank machen, die wir nicht bauen lassen jetzt. Also so wie ich will. Der Rest eigentlich, ja, Absaugung, Anlage, eine neue. Aber ich könnte theoretisch zum Pfeifen machen, jederzeit anfangen, wenn ich wollen tät. Ja. Nein, aber das war wirklich eine Entscheidung und das war auch sozusagen Herz über Hirn. Und dann doch haben wir im Endeffekt dann auch wieder gesagt, nein, eigentlich war es mit Herz und Hirn, weil ja
Genau. das zusammengehört. Und wenn du sagst, naja, es ist zwar jetzt ein Rückschritt und es ist nicht so, die anderen Unternehmen waren ja auch nicht sicher, aber sie haben jetzt schon funktioniert. Aber in das Spielen auch, und wir haben zu dem Zeitpunkt ja schon 10 Jahre gespielt. Das heißt, es war ja schon, wir sind ja nicht bei Null gestartet. Nicht? Genau so wir ist haben, es, wir haben das dann schon übernommen. Aber wir haben halt dann gesagt, es ist eigentlich Wir haben auch damals mit wir Hirn, haben die CD produziert, die erste Ja, damals gerade. das war noch, Also ja. das war gerade so alles in dem und wir haben Bereich. gesagt, Ja. das funktioniert. Und eben das Hirn ist insofern schon, dass wir gesagt haben, es ist jetzt, auch wenn das jetzt ein Rückschritt ist, aber das kann funktionieren. Also nach allen Überlegungen vom Ja. Verstand her. Das ist also kein Hirngespinst. Nein, Und nein, nein. 20 Jahre später müssen wir sagen, ja, hätte man nur die Firma behalten. Das hat schon passt so. Nein, hat gut passt, hat absolut passt. Der Wolf schreibt da was sehr Gutes auch. Nicht? So ist es, beides wäre nicht mehr gegangen, weil die Hocken in der Krone immer mehr wird und Bike und Tour einfach sterben lassen. Nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja, stimmt, Ja, und wie gesagt, und vor Genau so allem, ist und es. vor allem, das ist ja, da merkst du, und da bist du ja wirklich auch da bist du wirklich auch eine Respektsperson in dem Bereich. Nicht? Da hast du Genau, so so einen ist es. Expertenstatus, wie man so schön sagt, was er da aufbaut. Das ist halt ja, absolut. Ja. Also wir sind der Meinung, richtige Entscheidung, Völlig allerdings richtig. auf unsere Meinung kommt es nicht drauf an. Völlig richtig. Aber ich glaube, dass das wirklich rennt. Das ist wirklich leimend ist. Und ja, alles Gute dazu auf jeden Fall. Ja, alles Gute. Der Peter Bartel sagt, Geri hat es genauso gemacht. War Bauleiter entweder oder. Welcher Geri? Schönen Abend alle miteinander, Alexander Hauser. Alex, Jawohl, servus, Alexander grüß dich Hauser. gut. Ja. Weiß nicht welcher Geri, aber Bauleiter. Entweder oder. Ja, aber ich glaube, das haben wir viel. Also irgendwann hast du dann einen Punkt, wo du entscheiden musst, auf einfach zu viel wird. Ja. Beides, Und- das war unmöglich eigentlich. Und spannend ist schon, wenn du mit älteren Menschen sprichst über das Thema, wenn ältere Menschen an diesem Scheideweg gestanden sind und sich nicht, wie jetzt der Wolf das formuliert haben, fürs Herz entschieden haben, sondern für die Sicherheit. Oft ja gar nicht jetzt wirklich, weil ich so gesagt habe, erst was ich hab eine Familie gegründet gehabt und. Also ich war in einer Situation, wo es ja nicht nur um mich gegangen ist, sondern wo ich auch Verantwortung Das war für uns ja übernommen relativ habe. einfach, weil meine Verantwortung war meine Frau damals und das war's. Ja, und Und die hat mitgezogen. die hat mehr verdient gut. wie mir. Damals Also, Dings, ja. so gesehen. Das war in Ordnung. Das Ding, ja. Ja, das, haben wir gesagt, wir wissen ja, bei wem uns was Bei wem uns was- Naja, das war halt so. Ja, der Geri Seidel sagt, okay. Ach so, ich okay, verstehe, ja, mhm. alles klar. Ja, es wird viel. Ja. Und bei vielen älteren Menschen hast du dann wirklich die Aussage, wenn sie sagen, ja, sie haben sich dann entschieden für die Sicherheit und jeder bereut es. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist, wenn man so will, vielleicht das Allereinzige, wovor ich Angst habe vor der Zukunft, wenn ich so will. Dass ich irgendwann da sitze und was bereue, dass ich was nicht gemacht habe. Obwohl ich es machen Glaubst möchte. Das Ich wird weiß man, nicht. wenn wir erzählen, das weiß man nicht vorher. Naja, ja. Vorher man- weiß man's das- nicht. Vorher Vorher weiß man's nicht. Naja, ich weiß nicht, was für Situationen kommen. Nicht? Aber Das es werden gibt, wir schon sehen. Dinge, wo du dann sagst, naja, das habe ich bereut. Nicht? Jetzt könnte man schon sagen, zum Beispiel, hätte man noch Chicago, das eine Jahr, hätte man nicht machen Hätten wir müssen. eigentlich machen müssen. Hätten wir können. Weil es wird nicht mehr kommen. Also Es kommt nicht mehr, für, ne? für uns interessiert es nicht mehr, aber Amerika ist vorbei. Das ist vorbei. Ja, das wirst Das hätte man damals machen Das können, wir ja, machen aber- müssen. ja. Also müssen, aber das war War gegangen. das war etwas, was du sagst, ja, wir haben ein Jahr in Amerika gespielt und wir waren zu feig. Zu bequem und zu feig. Natürlich, du warst noch recht Ich war jung, recht jung verliebt. ich glaube auch sogar noch. schon verheiratet. Gerade oder? verheiratet. Oder zumindest verlobt, aber es war verheiratet, gerade in der Zeit. Ja. Ist natürlich auch klar, da ist man jetzt auch nicht so aber sowas meine ich. Nicht? Also Ja, es gibt genau. schon einiges in meinem Leben, wo ich nicht jetzt sage, aber wo es vielleicht sein könnte, dass ich dann einmal, oder es passieren zukünftige Dinge, wo Das ich werden wir einfach dann sehen. sage, weil ich schon bequem geworden bin und so weiter, dass ich dann sage, ja, weiß nicht, ich entscheide mich für einen leichteren Weg oder irgendwas. Und dann, aber das ist das Einzige, wo man sagen kann, naja, Zukunft, wovor könnte man Angst haben, eventuell davor, dass Von ich der sage, falschen Entscheidung. Eigentlich. ja, falsch, wo ich sage, ich hab was nicht gemacht, Du hast eine Chance. obwohl ich es eigentlich machen hätte wollen. Was soll dann eigentlich dadurch? Ja. Ja. Nämlich was schon machen. was machen. Eigentlich was sagst du? Na klar, wir waren beide sofort eigentlich nach Chicago gefahren. Ja. Nochmal, dann haben wir halt überlegt, Dann haben wir schon ja, hin und her das ist, überlegt, und ne? da haben halt natürlich viele
brauchbare Argumente gefunden, Ja, warum das wir hätten wir es es ja nicht nicht. Ja, das waren wirklich brauchbare machen. Auf der anderen Argumente. Seite, wir waren jung, wir hätten drauf scheißen sollen und einfach sagen, raus, wir fahren. Wir fahren, ja, genau. Und wenn sich's mit, packen wir es dann fahren wieder zurück. Ja. Was soll denn viel sein? Nicht? Das ist richtig, Also, ja. aber jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel, also dem Ja, ja, traue genau. ich jetzt nicht nach, in dem Sinn, aber das Nein, war so nicht als wirklich, Beispiel. trauen wir nicht wirklich. Und Aber- ich glaube, so Entscheidungen, ich glaube genau sowas, Wolf, was du jetzt machst, genau das ist das, was dann einmal im Alter, was wirklich alt bist, sagen wirst, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ich stell dir vor, ich hätte das aufgegeben und hätte es weiter gemacht, nur aus Sicherheit. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich wäre es so, dass du das dann bereuen würdest später. Und das ist glaube ich, das Schlimmere. Da spielen wir wieder was. Spür mal was, ja? Also im Schwadronieren, weißt du? Mach das, das ist Schwadronieren damit der Morgen schon. Ich habe schon geglaubt. Immer. Ah ja, schon Na finster. bald, na bald. Meine Lieben, ich muss jetzt in die Heier. Mein Tag war heute nicht ganz einfach. Mir fallen schon die Augen zu. Ja, glaube ich Schau mir dir. den Rest morgen an. Gute Nacht, Susanne Moser. Alles Gute und vor allem an deine Tochter auch alles Ja. Gute, bitte. Ja. An deine Tochter unbedingt. Beste Genesungswünsche, rasche und auch an dich nach wie vor. Nach wie Gell? vor, ja. Bitte alles Gute. Ich wäre nie für Acker geworden, wenn ich vor 20 Jahren nicht die Backstube geschmissen hätte. Ja, na klar. Ja, Ich ja, mein, das stimmt, ja. es gibt natürlich viele Sachen, die passieren einfach im Leben. Da kannst du später schwer sagen, bereue oder bereue nicht. Ich meine wirklich Sachen, wo du eigentlich vor einer Entscheidung gestanden bist und du wusstest, was du eigentlich lieber machen tust, hast dich aber fürs andere entschieden entschieden, ja. aus vernünftigen Gründen. Vernünftigen Gründen, ja. Klassiker sind eben zum Beispiel, du hast schon eine Familie, du hast schon ein Kind, du hast schon eine Frau, nicht? So wie es da ja, ja, war, genau, nicht? ja, genau. Weil was war, wenn du es nicht gehabt hast? Ne? Und heute denkst du, ja, super, bist du geschieden für Ich bin ihr. geschieden, ne? Also was hat es Bin schon braucht? Ne? geschieden und Witwer halber, also auch quasi nicht in Na der ja. Zwischenzeit. Ja gut, das hat jetzt mit dem nichts zu Nein, tun. nein, Nicht? aber darum war wurscht. Aber eigentlich nicht so gesehen, was hast du versammelt, nicht? Ein Leibwand. Ne? Leibert, ja. Ja, super. Nein, aber es ist wie. Und da gibt es jetzt, weiß ich jetzt, glaube ich nicht viel, aber das ist mir jetzt Aber- eingefallen, als, Nein, als stimmt, plakatives aber, stimmt, Beispiel. aber es stimmt schon. Weil, Ja, ja, weil natürlich. wann, weil heute fahren wir nicht mehr nach Chicago, es interessiert mich das nicht. Ja. Aber damals war das was gewesen. Nicht? Da waren wir unterwegs gewesen. Da waren wir halt nach einem Jahr zurückgekommen und hätten wir uns halt alles neu aufbauen Wieder müssen, aufbauen müssen, ja, ja, aber genau. andererseits hast du gesagt, ja, wir haben in Amerika gespielt und wir hätten dort gut verdient auch, also so ist es auch nicht, und hätten ja viel gelernt und viel, also was auch immer, hätte, war tätig, aber ich sage, das ist jetzt so ein Beispiel, dem ich nicht mehr wahnsinnig nachtrauere, aber das genau so ein Beispiel ist, was viele Leute Was, bereuen. genau. Also es ist nicht so, dass ich damals mir ich will dort hier, aber eigentlich ist es nicht blöd. Aber es hätte, wenn Es man- hätte schon passt. Es hätte eigentlich passt. es hätte schon schon sein können. Es hätte schon Das gute hinkommen. Seite Sagen wir sein es können, so. Ja. Sagen wir es so. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nur gerade eingefallen. Das passt ja gleich. Auch Passt wieder ja Rudel. Was hast du? Passt schon, weiter. Ich mich gern haben zu dir und meine Hauerei. Träum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal stehen die alten Beiseln, die gingen mir so, wir haben der Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz pathetisch, in San Francisco hast es noch nie. Find da kein Hocken mehr, kommst du im Luftballon geblasen her zu mir. Lass ich was hab von dir weg, Schapadaba.
Geht hin und heim von da, schau da gut ab, die Busel soll geht hin und heim von da weg. Yes. Jawohl. Jawohl. Der Karl hat mir gesagt, wie ich die Nummer geschrieben habe, war ich noch gerade in Burgersdorf. Ja. St. Pölten vielleicht das weiteste. Und ich schreibe da von San Francisco. Ein Scheintrottel. Weiß ich noch, wie ich Ich war gesagt so habe. in Depp. Ich schreibe von San Francisco. Und das weiterste war Burgersdorf, was ich gekommen bin. Ja, aber das ist ja so. Aber trotzdem er hat diese Emotion gut erwischt. Gut, ja, absolut. Ich Absolut. bin weg von daheim. Weg von daheim, ja. Ich will wieder zurück. Ne? So, Susanne Moser, Großartig. danke für die guten Wünsche. Muss jetzt in nächster Zeit zum Neurologen, weil man befürchtet, dass dieser Nervenschmerz chronisch geworden ist. Nein, bevor es in der 8. Woche das schleicht, die Susanne. Ja, ich drücke dir ganz fest die Daumen, ja. Na, chronisch ist es. Aber auch das kriegen wir in den Griff. Auch So das- schaut's aus. Ja, absolut. Gemeinsam machen wir das. Absolut. Dr. Absolut. Pawlatschen. Das machen wir. Alles Gute, alles Gute. Schau, die Achtelvereine, danke vielmals. Christoph lieber Pawlatschen ist der all my stuff. Ist der Servus. Na, schon langsam werden wir zum Ende kommen. Ja, ich hätte auch gesagt, wieder weiß aus. Manfred Kraft sagt, super drauf heute. Danke vielmals, Manfred. Dankeschön. Ja, wir lassen es gut sein. Möge Freunde. es weiterhin so bleiben für Donnerstag und fürs Wochenende noch in So Litschau. ist es. Ich freue mich ja schon riesig drauf. Liegt schon, ja. Boah, wird anstrengend. Wird sehr anstrengend, ja, aber schön. Ich freue mich. Wir morgen einen freien, also Nachmittag, einen freien Nachmittag. Nein, ich habe schon einig, also ich muss die Tage schon voll nutzen jetzt noch. Das ist halt natürlich schon. Morgen Nachmittag ist frei. Morgen. Ja. Und Nachmittag ist Haue mir aufs Fahrrad, fahre zu meinem Arzt des Vertrauens, halber Medikamente für Litschau. Also, Ja, die für mich auch ein paar mit, bitte. Nicht nur, aber das mache ich wirklich so, dass ich mir aufs Rad lasse. Es sind nur 29 Kilometer zu meinem Arzt, nicht nach Ja. Türen kommt, aber passt schon. Mit dem Radl geht das leicht. Ja, und dann fahren wir über Hohenau, fahren wir dann retour wieder nach Reibestall. Ja, kannst aber Gössen fressen. Ja, und wird am Nachmittag gehen. Der Nachmittag nicht so arg sein. Ja, das sind sie so. Unser Foto ist aus. Lukas Hemmetsberger. Habe ich die Grüß dich Ehre. Gott, Servus. Habe ich die Ehre, Servus. Hausherr, das Foto war Hausherr. Ja, was willst du? Dann war nicht, ich liebe dieses Lied sogar Ich mag's nicht. sehr. Ich mag's nicht. Ist lustig. Ich- Nein, ich mag's nicht. Nein, Ja, nein. Volk, aber Nein, völlig auf so Das stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Aber- es zählt nicht zu deinen bevorzugten oder Favoriten. Nein, überhaupt Je nachdem, nicht. ja, ich weiß, Überhaupt ja. nicht. Es war aber schon, wie noch nicht muss. Also ich Nein, habe gehört und gesagt, das ja, ist- ja, der ja. Witz verstanden, aber ich hab das nicht so. Aber es gibt ein paar so Nummern, Das wo ich einfach nicht verstehe, warum die so bekannt sind oder warum die so beliebt so sind. Ding sind, ja. Ich verstehe es nicht. Aber es ist ja so. Ich habe auch Natürlich- ein paar so Sachen, die mir nicht so da. Ja, es gibt Andere wieder, ja, das es gibt ja ein paar, ist so, ja. Es gibt ein paar, die man gleich gar bei nicht mir ist zum spielen, Beispiel ja. über Hausknecht mein Peitschen zum Beispiel, Ja. ist von mir was nicht so mein Favorit Ja, ist. nein, das sagt die schon, ist nicht so. ja. Es ist, Lunarischer Kastanienbaum ist auch nicht unbedingt ja, meiner, das muss ich spielen ehrlich wir ja sagen. eigentlich nur auf Wunsch halt. Wunsch, ja. Das ist Aber die nicht so. Hauseinzödeln habe ich gern. Wirklich Ja, eine schöne Nummer. da Ja. spielen wir es, da spielen wir es. Da scheißt man sich uns nichts, wie man so sagt. So wenn man das noch sagen darf, wer weiß. Ja, Pulschof. Wenn das irgendwann einmal, das ist zum Beispiel sowas, was ich mir auch gedacht habe, Tiere, muss man mal zusammenreißen ein bisschen, weil natürlich jetzt es ist schon so ein Punkt, wenn du da irgendwas dir da leistest, nicht? Oft ja unabsichtlich und sie sperren deinen Kanal oder was, oder? Ah, ja. Naja, Sowas. ja, wenn der schon ein wenig schlecht steht. Patrick sitzt da, raucht seine Hand aus irgendeinem Grund wieder auf einmal von einem Meter fahren, damit das Rauchen alles Das Rauchen wird sowieso schon bald. Naja, eben, normal, weißt du, das sind so Sachen. Schau, Nuno Miller ist auch da. Schön ist das Servus. wieder mit euch, danke. Grüß dich Jawohl. Gott, Servus. Die Anna ist auch da, die Anna ist auch da. Aber wir machen das. Lukas Emmetsberger, für die machen wir das. Machen wir Der doch. Vater war Hause, irgendwas wollte ich noch sagen, was Gescheites. Weiß nicht mehr, muss ich was blöd sagen. Irgendwas- ja, nein, ich weiß nichts schon. Blödes. Ich Nein, rede ich gerade davon, dass wir gesperrt Ja, werden. nein, nichts Und- Nein, das wollte ich jetzt noch mal anmerken. Wer unseren Kanal nicht abonniert hat, bitte abonnieren, weil, wie ich heute am Nachmittag nachgeschaut habe, haben uns noch 3 Abonnenten auf die 2000 gefehlt.
Und wer noch nicht abonniert hat, bitte abonniert oder sagt es, irgendwas stehst auf, wegt auf, eure Kinder aus dem Kinderzimmer oder die schlafende Ehefrau. Eure Neffen und nicht. Ja, und so. Ich Wurzeln, habe also schon alles in Dings ja. gesetzt. Gestern wieder. Ja, Nicht? Also, Gebet. Nichte ist noch ein bisschen. Beim Neffen, beim Leon geht schon. Oder wohl früher Freunde der Redaktion, die sagen, pass auf, vergesst mich, ich bin immer bei euch, aber abonniert den Kanal von den 6, weil es fehlen einer original drei Abonnenten auf die 2000. Ich meine, es ist lustig, wenn du sagst, 2000 ist ja für YouTube-Verhältnisse nichts. Ne? Aber wie wir heute schon gesagt haben, 2000 kriegst du auch nicht einer ins Haus. Ne? Das ist schon Haufen Leute. Du, Stadthalle, die kleinen Säle, wie viel sind das? Sind auch, ich glaube, der kleinste ist auch 2000, 3000. Der größere ist 6000. Der ganz große weiß ich immer mehr, das sind mehr. Ja, das ist aber ich glaube, der eine ist, glaube ich, 6000. Vielleicht ist es der kleine. Vielleicht ist es der mal kleine. nachschauen, ja. Ja. Der Franz Brandwein gibt uns Mut. Die KI wird nie wienerisch verstehen, dafür ist es deppert. Ja. Aber der große Fehler kann sein, dass ich aufgrund unserer vielen zahlreichen deutschen Fans ausnahmsweise einmal versuche, mich deutlich auszudrücken und schon versteht es auch die KI. Und das könnte ein Problem werden. Das geht ja, unter Umständen. Spielen wir die Hausherrnsöhne. Ja, aber gleich, aber die muss was einblenden. No? Blenden Sie ein. Und zwar, weil man gedacht habe, jetzt schon noch einmal, wenn man, ja. Der Wolf sagt aber, 2000 ist schon ein Zeichen guter Arbeit. Ja, ich danke dir schön. Dankeschön, danke dir. Ich glaube auch. Ich meine, es sind viele Jahre. 5 Jahre, Aber kann man sagen, ja. Zugegeben, ich meine, der zweite Tausender war 5 nicht mehr so Jahre. schwer wie der erste. Das muss man auch sagen. Ja. Ja. Leute habe ich ja schon lange abonniert. Wolfsberg und Tour TV, das ist ja leibend. Das ist ja kein Leider. Es war uns schon einstmals eine Ehre und ist es uns nach wie vor. Und ja, also wie gesagt, aber vielleicht wisst ihr irgendwie. Vielleicht wisst ihr, sagt ja, bitte, tu den zweiten was Gutes. Und wenn du schon einen Kanal abonnierst, geh hau einer noch ein Schmattes in die Urteil, Leute. Sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wenn euch die Musik taugt hat, wir würden uns freuen über einen Schmattes von euch in den Hut, natürlich entweder per Überweisung, per PayPal oder per so einem Superchat, wie es heute schon die Wildcat gemacht hat, dankenswerterweise. Danke euch. Und ihr findet die Informationen natürlich auch in der Videobeschreibung oder auf unserer Homepage und so weiter und so fort. Wir danken euch vielmals und spielen jetzt einmal, Vater aber aus, ja, 2 Strophen. Einigen wir uns auf 2 Strophen. Ja. Für den Lukas Emmetsberger. Sehr gerne, mein lieber Lukas. Jawohl. Luki, gerne. In Gundöfterung auf einer Eck Nummer 2 steht ein dreistöckiges Haus und das gehört dem Papa. In einem Zimmer noch drin steht ein Kassala, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Um das zu verputzen, sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten geredet wird, da kriegen wir einen Grant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In der Schule schon mir aber schlechte Quoten, haben niemals einen Spaß und eine Garde verdorben. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch 2 ist ein Kreuz, aus 2 solche Eseln wird niemals was Gescheites. Das hat er ganz groß auf die Tafel aufgeschrieben. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir's auch blieb. Wir kommen nix, aber wir sind arrogant. Denn unser Vater Ist ein Hausherr und er sei Fabrikant. Unser Vater hat kein Haus mehr, er ist jetzt Hegen Musikant.
Ich hau's Fernsehen und 2 Strophen. Zwei Strophen davon. Gibt es aber sehr viel von Sehr denen. gerne geschrieben. Ja, Gibt's ja wirklich, also bekannt sind 3. 3, ja. Ich kenne sogar noch eine 4. Ich kenne 6 insgesamt. Habe ich daheim 6 oder 7 habe ich. Ja, aber da gibt es glaube ich noch mehr. Da Den gibt's- Kremser Alben sind 6 oder Ja, 7. da sind sechs, ein paar sieben. drinnen, ja. Ja, Aber einige. Machen es, haben aber gar keinen Zeitbezug überhaupt nicht mehr dann irgendwie. Das ist schwierig zu singen eigentlich dann, weil es keiner mehr versteht eigentlich. Nicht? Worum es da geht dabei. Ja. Schau, es leid. Der Wolf schreibt, ich hab euch schon lange abonniert, das sieht man übrigens in meinem heutigen Video auch, wo ich meinen YouTube-Kanal einblende. Was im heutigen, mit dem, was du das gesagt hast, weil das haben wir angeschaut, das war mir gar nicht aufgefallen. Aber gut, ich habe vielleicht auch nicht immer hingeschaut, das kann sein. Das war kann's, sehr na leid. klar, Ja. na Sehr, klar. sehr lässig, sehr lässig. Sehr lässig. So, der letzte Schluck von mir. Wir sehen einander, also wer möchte und wer Lust und Zeit hat, natürlich auch morgen um 9 Uhr. Da gibt es dann ein Update, was A1 betrifft. Wollen wir heute nicht breit treten hier. Morgen in der Früh. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch das Allerbeste. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche immer noch. Ich glaube, zweimal haben wir noch ein paar Platschen vor Litschau. Genau. Ah, Oder sonst sehen wir uns vielleicht in Litschau nicht vor Litschau, vor München. vor München, ja. Weil Litschau 3 noch. machen wir natürlich Oder noch. Nein, Nein, 2 Ja, nein, drei wenn es schon sein ist. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Jetzt die nächste. Die nächste ist ja schon nach Litschau. Die nächste ist nach Litschau, genau nach Litschau. Und dann ist noch eine und dann die dritte in 3. Dann noch, ja, 3 sind noch, ja. Ja. Und ja, also da sehen wir es in alter Frische, weil wie gesagt, da kommen wir heim am Montag von der Pavlatsch, wir werden sie auch von Litschau. Litschau, ja. Wir werden wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit, das kann schon sein. Wie jedes Jahr Aber, immer. ja, aber Traditionell nicht, klar sind wir mir da, aber es Da müssen wir wird eine schöne Pavlatsch. da müssen wir Freue mich durch. schon, ja. Meine Lieben, da freuen wir uns drauf. Euch eine wunderschöne Woche. Bleibt anständig, bleibt brav und folgt eurem Herzen. Immer. Schöner Schlusssatz. Schöner Schlusssatz. Bitte immer. Aber der wirkliche Schlusssatz ist natürlich, er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein Gewand bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertelsitz denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Alles Liebe, pfiat euch, Baba. Viertag macht's es gut.